Grüß euch Gott, wie geht's euch denn? Dass ihr da seid, das ist schön. Erstes hat's uns grad noch gefällt, kommt's daher grad wie bestellt. Fallen mir heut vielleicht noch um, wissen wir genau warum. Ja, kleine Kinder kehren ins Bett, ja, aber unser einer, ja, aber unser einer nicht. So schaut's aus und habe die Ehre zur Pawlatschen-Nummer, oh, ich schon wieder vergessen. Ich glaube 185, oder? 184 oder 185. Irgend sowas in dieser Richtung. Ich hab's schon wieder vergessen. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, Solo, aber ich habe gerade eine Nachricht gekriegt von Patrick. Schauen wir, wie es ausschaut. Ja, dauert noch. Ja, Patrick hat eine Autopanne, also daheim. Das Auto ist nicht mehr angesprungen und jetzt war gerade der Pannendienst da, der ÖMTC. Und ein Kabel ist ab. Also wahrscheinlich. Ich werde ihn fragen, ich werde ihn anrufen. Pass auf. So. Schauen wir mal. Ja, servus, du bist jetzt live in der Pawlatschen. Was tut sie? Was los? Grüß euch Gott, meine Lieben. Was tut sie? Hallo? Ja, hörst mich? Das stottert. Was heißt stottert, wenn du nicht hörst. Hallo? Ist nicht nur das Auto hin, sondern auch die Telefonleitung, oder was? Hallo, hörst du mich jetzt? Das ist ein Wahnsinn. Das sag's euch da im Weihviertel. Gibt's ja nicht. Hallo? So, geht's jetzt? Jetzt bin ich reingegangen. Jawohl, ausgezeichnet. So, pass auf, also gib dem Pawlatschisti Bescheid, was los ist. Jawohl, ich habe offenbar einen Marderbiss beim Auto. Weil, Und kann nicht fahren, aber der Bahndienstfahrer ist schon da gewesen, ist nochmal weggefahren, bringt mir ein neues Kabel. ja passt. Ja, wenn es einbaut, dann geht es eh noch aus, oder? Nur ist gerade weggefahren, wird eine halbe, dreiviertel Stunde dauern. Ja, schauen wir mal, wie lange es dauert. Aber, Das ist Viertel meine, bis der da ist. Ja. Dreiviertel Stunde glaube ich zu dir, das wird eng. das wird eng. Ja, das wird eng. Ein Ja. Krampf. Der Krampf ist das. Ich bin froh, dass nicht irgendwas Gröberes passiert ist. Das ist richtig, natürlich. Kein Ja. gröberer Schaden ist. Weil morgen haben wir ja Grobenfrühschoppen. Und ja. Naja, du, pass auf, ich würde so sagen, falls bei Zeiten, falls ist, gibst Bescheid, kommst noch. Gebe ich auf jeden Fall Bescheid. Jawohl. Natürlich mache ich das. Ist klar. Na gut, na dann druck mir die Daumen und ich werde inzwischen versuchen, dich würdig zu vertreten, so gut es geht. Ich bitte darum und schönen Gruß an alle, gell? Jawohl, alles dann. Vierte gut, alles Gute, gell? Servus, vierte. So, na, ihr habt es gehört. Ein Ballerwatsch beieinander. Aber ja, was soll man machen? Aber wichtig ist, wie er richtig gesagt hat, dass es nicht ganz so schlimm ist, dass das behoben wird, weil eben morgen haben wir einen Frühschoppen beim Karl Lentner. Falls noch wer kommen will, wird sicher noch ein Platz. Es ist im Garten, da ist ja viel Platz. Und ja, das ist natürlich dann wichtig. Aber na gut, also schauen wir mal. Haut uns eine, bitte, seid so lieb. Eine Oregon-rote Achtel für den Patrick, dass das vielleicht noch ausgeht heute. Das war überhaupt leibend. Ansonsten machen wir eine kurze Begrüßung rein in den Chat. Alexander Haus habe ich da, grüß dich gut. Werner Wichtig, Matthias Mariacher, jawohl, Weintime. Susanne Fabra, Peter Brachtel ist da, servus. Buonasera Pawlatschisti, sagt der Matthias, großartig. Maba ist da, grüß dich gut. Matthias Gerold, Iglitsche Dissi Babels. Markus Pristonik, es ist wieder Montag und wir haben uns zur Pawlatschen eingefunden auf einen leibenden Abend. Ich hoffe, ihr habt trotzdem einen leibenden Abend, auch wenn ich allein da bin. Schönen guten Abend euch allen, sagt der Raffi aus der Steiermark. Das erwidern wir natürlich mit großer Freude. Momo M ist da, unser aller Momo M. Jawohl, Momo. Michael Ungar, Spaziergang. Gertrude Wodetschka ist auch da. Daniel Schlegel, unsere Brentschi Besser ist im Start. Ja, einen schönen Abend zusammen. Fritzl Startgus, unser Grausenior, ebenfalls. Guten Abend, die Damen und Herren. Servus Fritzl. Der Barreiter ist da. Knierbiesler ist am Start. Ich hätte. Grüße Abend, Buonasera, Bonsoir
und Servus zusammen, ihr lieben Publicisten, Klausi und Patrick und Rot. Ja, wie gesagt, leider nur Klausi. Ja, Patrick und Rot, genau. Ein Auto, das nicht fährt, das ist sein Geld nicht wert. Friede Fesel, wie uns gerade der Michael Unger mitteilt. Ja, stimmt natürlich. Und der Harry schneller Fonte ist. Einmal pünktlich kommt der Patrick spät. So schaut's aus. Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. Also es freut uns nicht, dass der Patrick da ist, aber ich, dass der Harry schneller Fonte dabei ist. Weit geht, Christi Gott. Jawohl, große Freude. Dampfhammer 57. Nach meiner Prostata Krebs-OP wieder dabei zu sein. Bravo, Dampfhammer 57. Wir haben, du warst letztes Mal nicht dabei, wir haben deine großartige Zusendung ausgepackt und haben uns mächtig gefreut. Der Patrick hat fast alle Taschentücher mitgenommen, aber ein paar habe ich mir ein paar habe ich auch gekriegt, ein paar habe ich gekriegt. Weil meistens so, dass sie da sind. Auf jeden Fall. Meine Lieben, ich weiß, jetzt haben wir gerade erst geachtelt, aber jetzt natürlich für den Dampfhammer 57. Nach der Prostatakrebs-OP, ich hoffe, erfolgreich natürlich, hat seine Nummer für den Dampfhammer ganz speziell eine mörderische Orgie an rote Achteln, Nummer für den Dampfhammer. Ich bitte euch schön. Danke euch. Schaut, da sind die Achteln für Patrick. Wohlfühl-Oase Patricia. Servus Patricia, grüß dich Gott. Schau, das sind die Achteln für Patrick. Wo ist der Landtagstromer, Markus? Opel Caravana, jeder will einen Opel fahren. Ja, genau. Nein, das ist ein Skoda. Skoda. Jawohl. Tom Turbo, Sapperlot, was sagt er? Gerade suchen müssen. Das geht ja gar nicht. Servus. Jawohl. Tom Turbo. Aber bist schon am Start. Sehr, sehr leibend. 8. Bur, sagt der Landtagsstromer. Ja, heute wieder. Klaus, wir unterhalten uns immer vorzüglich, ob einer oder ihr beide da seid oder nicht. Ja, Harry Schnell, ich weiß An uns hängt's nicht. Chantal ist auch dabei. Bin heute auch mal live dabei, ganz großartig. Und zwar die Chantal ist eine ganz wichtige, weil wir haben es letztes Mal schon angesprochen. Chantal ist sozusagen unsere, unsere Social Media, jetzt einmal eigentlich fast ja zu knapp gehalten mit dem Schneiden der Shorts und der Reels, die zukünftig erscheinen werden. Lassen wir noch ein zusammenkommen, aber so wie es ausschaut und so wie die Chantal an Kreativität sprüht, werden wir da sicher mehr machen. Also wahrscheinlich sitzen wir hier der zukünftigen Social Media Abteilung der 16er Burm gegenüber. Auf jeden Fall Leiwand Chantal, dass du da bist. Das freut mich sehr. Wie gesagt, heute kannst du jetzt schon überlegen, ne, wie du das machen wirst. Nicht? Wie magst du ein 16er Burm Short oder Shorts mehrere, wenn nur einer da ist? Aber ja, wirst du schon hinkriegen. Wer, wenn nicht du? So, schau, da gehen die Achtleine für den Dampfhammer. Jawohl. Jawohl, für den Dampfhammer. Das Achtel nicht mehr gehabt. Ja, Tom Turbo ist schon da wieder. Ist schon da. Na, warst schon länger nicht dabei. Deswegen war das Achtel weg. Ja, das steht auch schnell auf Front. Der Prostata, das braucht den Finger. Ja, im besten Sinne. Im besten Sinne. Und ich hoffe, Dampfhammer natürlich, dass es eben erfolgreich angelaufen ist. So, bevor wir was spielen, jetzt einmal einen Schluck Wasser falls noch Kinder zuschauen. Heute muss ich mir selber einschenken. Aber ich habe alles hergekriegt, falls der Patrick da noch kommt. Und heute mache ich mir auf, wie man schon hergeholt. Miraculum, ein grüner Veltliner vom Winzerhof Griedlow, nämlich in Sierndorf an der March, wo wir ja am 19. August beim Wienerlied Festival Landpartie am Köllerberg aufspülen werden. Und natürlich immer noch ganz, ganz große Empfehlung, dass ihr vielleicht, wenn ihr Zeit, Lust habt, rausfahrt. 19. August, schaut rein, Festival am Kellerberg. Fix, wie heißt jetzt die Adresse? Schau ich dann gleich nach. Es geht aufwärts, sagt der Dampfhammer. Herzlichen Dank an alle. Dampfhammer, jawohl. Für Short nicht viel schneiden. Dank der Harry schneller Fonte. Warte, wo kann ich denn den sperren? Blockieren, meine? Wo geht denn das? Habe ich das nicht? Kellerberg Festival, glaube ich. Nein. Wie heißt diese E-Mail-Adresse? Vielleicht habe ich da was. Ich muss kurz aus dem Bild. Aber ich glaube, ich muss kurz aus dem Bild. Ups, nicht mehr. Fix. Ich habe das verlegt. Ich habe es verlegt. Ich finde es schon. Gibt nur Sierndorf an der March,
Landpartie am Kellerberg, Wiener Lied Festival. Ja, das wird man finden, wenn man will. Das wird man, schaut auf jeden Fall Grüner Veltliner, immer Leihwand. Und Winslow Triedl haben wir schon ein paar Weine gehabt. Und einmalig muss man heute halt selber einschenken. Ja. Und die Mäge, wo ist die Mäge? Ja genau, die wird schon kommen. Da schenken wir gleich mehr ein. Und dann haben wir ja beim anderen Wiener Lied Festival, nämlich beim Schrammelklang Festival, haben wir ja dieses Neoprenverhüterli für die Weinflaschen gekriegt. Und da müssen wir schauen. Haben's gesagt, ich habe gesagt, das ist ein Schaß. Und alle anderen haben gesagt, das hält die Flaschen kühl. Na, wir werden es testen. Bitteschön. Wir werden es testen. So. Ja, die Maggie wird wahrscheinlich am Arbeiten sein. Jetzt aber mal auf euch. Ja, also danke jetzt schon für euer Wohlwollen, dass ich allein bin. Prost. Jawohl. Grüner Veltliner. Weltklasse. Ich wechsle jetzt vom Bier auf Wein. Prost, Harisch Elefante. Einmalig. Na gut, wenn der Patrick nicht da ist, habe ich natürlich die Möglichkeit, wieder mal ein Lied zu spielen. Was ich immer spiele, wenn ich allein bin. Karl Hodener. Zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Schon falsch gespielt, ne? Ja? Gleich, das war der zweite Akkord und der war falsch. Klasse, Weltklasse. Matthias Gerold, schau auf die Klasse, danke schön. Matthias Weltklasse. Heute spielst den Herbst in den Bahnen, Nebel auf der Brust und auf der Welt. Herbst ist ziemlich oft für uns ein Rainer, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Bladeln tanzen durch die Hasner Straßen und Papierln alles nur kein Geld. Die Liebespaare haben die Park verlassen, zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ipenplatz, Liebertstal, Stachern da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Redfallplatz, Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt einen Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstab, Reiber und Chantan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, daheim. Die kleinen Madeln tragen jetzt dicke Socken und überm Kopf ein schwarzes Regenzelt. Der Wind fährt ihnen durch die Locken zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Den Galizienberg siehst du durch einen Schleier, alles ist verkühlt an jeder Böd. An die Rauchfegen merkst, sie machen Feier zwischen Otterkring und Lerchenfeld. Ipenplatz, Liebertstal, Stachern da in der Ort. 100 Wirten waren einmal da und wir waren dort. Brunnermarkt und der Redfallplatz, Leben, das liegt beieinander. Wer am Markt einen Standel hat, der hat einen guten Stand. Und die Häuser aus der Gründerzeit, die Kugel geht am Gang. Mutter und so Geborgenheit haben wir Gott sei Dank. Wenig Menschen, nur viel Leid, da kannst du die verlieren. Beiseln voller Traurigkeit und Parkplatz zum Senieren. Kinder spielen im Straßenstab, Reiber und Chantan. Trotzdem bin ich, wie ich glaub, doch nur da, daheim.
Das war quasi ein frei erfundener Lauf. Ja, das ist wieder was anderes. So, der Sommer ist zurück, kann ich schnell Fonte vom Balkonen, ja. Ich wollte mich gerade sagen, weil natürlich das Lied ist ja fast ein bisschen ein herbstliches Lied, aber ich meine, haben wir schon gehabt. Die letzte Woche, also bei mir in der Klause, war eigentlich, also da habe ich mehr gekatzt wie im Winter. Und jetzt da wieder habe ich natürlich sofort auch in die entsprechende Sommerschalung reingehauen. Ist ganz klar. Hab nicht gespritzt am Start, weit geht. Jawohl, mit einem Gespritz. Der Gespritz hat immer Saison. Gespritz hat immer. Ich glaube, die Lamborghini hat es nicht gepackt. Also die Susanne fragt es nach. Wo ist denn die Susanne? Wo fragt sie? Was ist denn? Was ist denn? Hast du nicht zugehört? Hast du nicht zugehört? Na, finde ich jetzt nicht mehr. Ja, der Lamborghini. Kann man so sagen eigentlich, ja. Schau, die Mama, größte Tochter ist auch wichtig. Ist das ein Weinviertel THC? Ja, das ist ein Weinviertel THC. Fragt damit das mal, muss ich wieder rausräumen, nicht? Aber natürlich. Ja, natürlich. Nein, steht eigentlich nicht drauf. Nein, ist gar kein THC. Nein. Ist kein THC. Siehst du, so koschert bin ich. Natürlich. 13 Volumenprozent. Miraculum von Windsor Grill. Nein, das ist kein. Aber der Grill, die haben einen THC-Wittlin. Aber da gibt es irgendwelche so Auflagen, was weiß ich. Wahrscheinlich ist das ein kleineres Weingut oder irgend so. Also eine kleinere Rieden oder irgendwas. Oft ist da. Aber. Nichtsdestotrotz. Aber der klassische Wittliner. Leiband. Kann ich leben mit. So, wo bin ich jetzt da? Bin schon herum. Trüpfelbad für Ackerengel spielen, Heiserfrau, irgendwas machen wir schon, Susanne. Irgendwas machen wir schon. Der Erfried ist da. Grüße Gemeinde, Erfried, servus. Das freut mich. Das freut mich sehr. So, naja, es ist ja so, eben, am 19. August, dieses mörderische Festival, da spielen wir 4-mal, da fangen wir um 1 an zum Spielen. Und das geht halt dann bis in die Nacht rein. Aber das spielen wir 4-mal, also auf verschiedenen Bühnen. Und morgen sind wir beim Lentner eben, auch früh shoppen. Und am 18., also am Tag nochmal vor dem Festivaltag, haben wir noch einen Geburtstag von einem Freund, wo wir auch noch anreißen ordentlich. Also Gott sei Dank ist ein bisschen was los. Dann ist ein bisschen Ruhe, dann fahre ich wieder in die Klause. Und entspanne mich. Vielleicht. Schauen wir mal. Das heißt dann, der nächste Montag ist noch aus Wien, die Pavlatschen. Der Montag drauf dann wahrscheinlich, sehr sicher sogar, es müsste dann der 26. sein oder was, glaube ich. Der ist dann aus der Klause, in der Bucklinwelt wieder. Und ja, schauen, machen wir das Beste. Die Chantal, hoffentlich bringst du was zusammen aus der Pavlatschen. Morgen habe ich um 13 Uhr einen wichtigen Termin bei der VR-Bank, der Barreiter. Was ist die VR-Bank? Warte mal, Volksbank ist nicht, VR. Volksrepublik Bank. VR. Was ist die VR-Bank? Fällt mir nicht ein. Falsche Adresse, Barreiter. Na bravo. Aber ist ja wurscht. Das ist ja, aber Hauptsache wir wissen es auch. Das ist ja, schau, es geht ja darum, dass wir alle informiert sind. Das ist wichtig. Der Raffi sagt, der Patrick hat einen schönen Ofen, ja. Hat er gepostet, gell? Einmalig. Also ich muss wieder spielen, dass die Chantal einen Stoff kriegt, einen Stoff zum Arbeiten. Wie gesagt, also ich warte noch zusammen ein paar und dann wird das rausgeschossen werden in einmal auf YouTube, auf Shorts. Und dann kommt es eher wieder auf Instagram und Facebook. Aber jetzt warte ich ein paar zusammen, dass wir dann alle aufstehen können. Sicher, ich schaffe alles. Habe schon brav mitgeschrieben, was ich verarbeiten könnte. Na bravo, Chantal. Na bravo, bist du deppert, muss mit zusammenarbeiten. Habt die Ehre, schönen Abend, sagt der Rudi. 98. Macht der Michael Unger, Volksbank Raiffeisenbank, ja? Fusioniert, gell? Ich geh gemütlich an, da steigt mir wer am Tang.
Jesus, na, was hab ich geflucht? Was ein Besoffen auf der Gassen sucht, hat der Lakel bläht. Was suchen's auf der Erd? Da hab ich diesem Grobian erklärt. Ich such mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht. Na, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde. Jetzt gerade dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn, dann soll ich ein Liter Wein. Fangt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Na, das ist nicht schön, die Leute ja mich lernen gehen, weil ich auf alle Viere rutsch und wie ein Baby die Krawatten lutscht. Da schreit ein alter Mann, so laut als er nur kann. Jetzt ziehen die Leute schon die Hunde wie der Menschen an. Ich suche mein Gleichgewicht auf alle Viere, weil anders find ich's nicht, nein, das ist schwierig. Ich hab's bestimmt noch gehabt vor einer Stunde und ich hab jetzt gerade dumm, alles wie ein Hund. Ich such mein Gleichgewicht, das brauch ich wieder, sonst hat's auch jeden Schritt mich wieder nieder. Und wenn ich's gefunden hab, zahl ich ein Liter Wein. Du fällt er dann wieder an, die umeinander Grölerei. Am vergangenen Freitag waren wir zwei im Trittverbot. Dass ich nicht dabei war, das ist schade. Drunten beim Kassier, da hat er fragt noch ein paar Höhe. Ja, was ich sage, ich bin alte Fee. Was sind denn Sie? Dann sitzt rupft der Bissen. War das ganz Person, ja, hören uns einander dumm. Doch weil ich fein bin und nicht gemein bin, stell ich mich immer mehr, wenn ich nachher. Sie glauben, wie Sie da in einem Vogelhäusl sitzen, können Sie eine schwache Frau tyrannisieren. Jetzt halt's mich zurück, sonst komm ich noch in die Hitzen. Und durch dem Kartenbändiger noch eine schamieren. Endlich sind wir drinnen in der ungedeckten Kabine. Die Nockerten, die rennen her und hin und her. Einer von den Nockerten, der ist unheimlich gefühlt. Sie freut schon aus, als wir Röntgenböt. Sie sind Gedränge in derer Menge und keiner weiß mehr gewiss, ja welcher Vorsägner ist. Sie ist wie ein Haus mit Sing und Schuhe, außer unser Nebenmann, der zeigt uns wieder an. So, jetzt probieren wir's halt einmal mit unseren Hosen. Komm, aber was drunter hilft uns der Nachbar wieder rein. Wir kriegen einen Zorn Mutz drum großen und gehen einen Zampenquand ins Bad hinein. Der Gefühlte, der kommt rein, steigt mitten auf der Saft. Der längst noch hat's ihm hin und er ist baff. Wie er wieder aufsteht, da wär jetzt eine Brause hin, aber ja passt der eine in die Duschkabine, in der nächsten Klause und dann der Brause, da rennt das Röntgenbild, grad hin und her wie wild. Sie ist ein Verhängnis, dass er so dünn ist, wenn er zum Abfluss rutscht, dann ist er futsch. Jetzt macht's einen Pumper an, jetzt was er furchtbar zusammenzuckt, bei den Gefühlen hat's grad wieder einmal hin. Die ganzen Brauser sind verbunden, wenn's er nicht druckt. Das ganze Trepfelpott, das ist jetzt hin. Jawohl, schau, das Trepfelbrot für die Susanne. Für die Susanne Fabre extra das Trepfelbrot. Immer wieder toll zu hören, sagt der Knirpissler, ich danke dir schön. Ich danke dir schön. Der Baureiter eigentlich wollte WhatsApp schreiben, aber nicht umgestellt. Na schau, aber eben schon Matthias fragt, schon am Feiertag am Banktermin. Na, kommt Chantal auch mal in die Pavlatschen. Na schauen wir mal. Aber die Chantal ist ja in der Steiermark daran. Und na, wir werden sicher mal irgendwie zusammenkommen. Pavlatschen, das hängt natürlich von der Chantal. Ich kann nicht sagen, nur Freuling, nicht? Weiß ich nicht. Will vielleicht ja gar nicht. Dann kann ich nicht zusagen.
Bin sehr, sehr gespannt aufs erste Short, ja. Matthias Gerald, also ganz leibend gemacht. Und für mich ist es wirklich eine wahnsinnige, ihr könnt sich das gar nicht vorstellen, was für eine Erleichterung das ist. Und ja, jetzt schauen wir mal, dass wir irgendwie einen Modus finden, wo wir gut zusammenarbeiten können, weißt du, was ich ihr schicke und was machen kann oder was ich schon vorarbeite oder was das man muss erst zusammenfinden. Aber es geht ja um das, dass wir erstens junges Blut in der Partie haben, die da natürlich trotzdem, auch wenn ich sehr, sehr interessiert und sehr dahinter bin, aber ich bin ja trotzdem ein alter Trottel, was natürlich das alles betrifft. Und da ist natürlich die Jugend fährt da natürlich ganz anders Steine, auch mit anderen Ideen. Und das wird sich jetzt erst entwickeln. Jetzt vorerst ist mehr oder weniger ja nur zusammenschneiden. Schon leibend nur, aber ich weiß, bei der Chantal, da ist, das spüre ich schon, das merke ich schon, da ist noch viel mehr an leibenden Sachen drinnen. Aber ja, das wird sich jetzt einmal entwickeln. Wir haben ja alle keinen Stress, wir machen das einmal ganz, ganz entspannt. Wir haben auch was zu verarbeiten von Pawlatschen schauen. Bravare schneller Fonte, das glaube ich da. Morgen ist nur in überwiegend katholischen Gegenden feiern. Ah ja, genau, natürlich, Barreiter, ja, stimmt. Natürlich, eigentlich nur in katholischen Ländern, ja. Ja. Der Chat wird mitverarbeitet, das kannst du auch nicht mehr. Klaus, du suchst den Patrick, der den Text kann, ja genau. Na, aber jetzt habe ich aber keinen Textfehler gehabt, bitte. Keinen Textfehler. Was wir doch sind, wir am Arsch, aber der Chat mitverarbeitet. Ja, da sind wir nicht da sind wir live dabei alle miteinander. Alexander Küpferling am Start, servus. Was, Susanne, hat mir vorige Woche bei Zahnbrot das irrtümlich weggeworfen. Bitte, ich bin wieder geh, Susanne, was magst du denn das? Und ich sag dir noch, hau die Zahnprothese nicht weg. Na geh. Ja, aber sowas passiert. Ich meine, es klingt lustig, aber es ist nicht. Aber wenn man das sagt, aber sowas passiert. Ja? So Sachen, na geh Scheiße. Na, aber es wird schon werden. Susanne! Wie sagt man Kopf steif halten? Nein. Halt den Nacken steif. Da bin ich deppert, wie sagt man das? Bleib stark, sagen wir einfach. Ja. Vor allem seit ich mit meinem richtigen Namen dabei bin, bravo Matthias Gerold. Ich weiß ja keiner, dass das der richtige Name ist. Ne? Weißt du? Zugabe. Mit Klausis Lastenfahrrad wäre er schon da. Alexander Hauser Frickermann richtig. Mit meinem Carafe-Carello Lastendreirad, Elektro-Lastendreirad und Lagerhaus. Ich würde mich freuen, wenn ich mal darf. Was? Wir werden gespielt beim Termin. Na Chantal, das war aber leibend. Was heißt dürfen? Das ist ja klar, ist eine Pflicht. Nicht? Eine Pflicht. Nur halt natürlich, was du halt willst. Nicht? Weil ich kann nicht sagen, es ist eine Pflicht, dann sagst du, aber das war aber nicht ausgemacht. Nicht? Na, das wäre jetzt. Chantal, das war mal was. Dann interessiert sich kein Schwein mehr für die zwei alten Musiker da, nicht? Weil dann eine charmante junge Dame da sitzt, nicht? Und die anderen werden sagen, blendet euch aus. Naja, haben wir einen Schluck rein. Frustschluck. Herr Patrick nicht da, kann ich selber einschenken. Ja, weil ja die Daniel Stögel, unsere Prinzipessa, ist ja da. Marvihof, weiß ich nicht, ob sie zuschauen, weil die schauen ja meistens über den Fernseher zu, da können sie nicht chatten. Und ich glaube, jetzt weiß ich nicht, ob es Glasfaser, weil das kriegen sie ja, aber ich weiß nicht, ob sie es schon haben, ich glaube nämlich nicht. Und da können sie nicht viel machen, also sie können nicht gleichzeitig fernschauen und noch irgendwas machen, das bockt. Sie sind ja so ein bisschen in einer Grube drinnen und daher ist es internettechnisch noch problematisch, aber ich hoffe, sie schauen zu und ich hoffe auch der Christoph Acker schaut zu, der Ackerl, der Ackerl, mit dem wir heute schon telefoniert auch. Und die drei, also diese drei Gruppierungen, muss ich sagen, nicht? Also die Daniel Schlögl mit Max, dann Marvihof, Manfred und die Vicky und der Ackerl haben die Uschi und ich, mich, nicht? Mein Onkel und mich, wahnsinnig überrascht mit einem kleinen Hochzeitsgeschenk, das erstens sehr großzügig ist und was wir mit großer Freude einlösen werden und uns da wirklich große Freude haben werden dabei.
Aber die Daniela Schlegel hat ja da natürlich auch was gemacht, gehäkelt. Ich hab's jetzt nicht herunten. Ich hab's nicht, das habe ich vergessen in der Aufregung mit Patrick, jetzt habe ich das irgendwie um. Schauen wir mal, vielleicht hole ich das dann noch her. Eine Weltklasse-Geschichte. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Überraschung, große Freude. Und ich sage auch nochmal auf diesem Weg, damit es alle hören, die ganzen Pablaciste, dass es hören. Ich sage herzlichst Dankeschön, auch im Namen von meinem Munkelein. Wir haben eine Riesenfreude gehabt mit eurem überraschenden Geschenk, weil nachdem es ja keiner gewusst hat, in Wahrheit, ne, außer meine Familie, war es umso überraschender, nicht? Weil wenn keiner nichts weiß, wie soll da ein Geschenk kommen. Nicht? Aber der Ackerl hat ja zugehört. Der Ackerl hat irgendwo zugehört, hat das aufgeschnappt und ja. Der Nordkap-Ackerl, genau. Nordkap-Ackerl. Patrick ist doch keine Last, dass er mit dem Lastenfahrrad gebracht werden muss. Was heißt gebracht? Er muss ja schon selber fahren. Aber er hat ja keins. Ne? Allerdings muss ich jetzt auch ehrlicherweise zugeben, also da hätte er viel früher wegfahren müssen. Über die Autobahn kann er nicht fahren. Aber das ist super. Der blaue Graf, wie er bei mir heißt, habe ich ein Bild davon? Da, schau. Der blaue Graf. So steht er. Da steht er bei mir, also nicht bei mir, aber daneben am Acker vom Nachbarn, vom Bauern. Der blaue Graf. Der hat mir schon so viel geholfen, wirklich wahr. Bin ganz begeistert. Bin echt ganz begeistert. Ja. Schau, die Patrizia sagt, wir fahren dich, Chantal. Jawohl. Ja, aber das war. Ja, oder vielleicht können wir das in der buckligen Welt machen. Ist ja wurscht, das machen wir schon aus, aber auf jeden Fall, den hast du es auch gefreut, was du dabei sein willst, nicht, wenn du dich freust, dann werden wir das einmal machen. So, jetzt spiele ich wieder was. Jetzt ein Wunsch. Schreibt eure Wünsche hinein, ihr könnt euch wünschen, was wollt, ich spiele dafür, was ich will. Der ist gut. Habt ihr gesehen, das Siphonflaschel? Heute. Original, also Retro, original ist ja nicht, das ist ja so eine mit so Kapseln. Hat man mein Munkelein gemacht heute. Hat gesagt, das schaut ja original aus. Alles mit der Plastikflasche, die kann man am Tisch stellen. Schaut aus wie beim Heurigen. Ne? Welche Größe ist das von dem Graf? Was meinst du, ja, der große. Also das Lastendreirad 25 für 25 km/h, das ist quasi ein Elektrofahrrad, ne? Deswegen ist es ja reguliert auf 25 km/h. Der Motor hat zwar mehr, aber da ist drinnen so eine elektronische Verriegelung, sozusagen, dass es nicht schneller geht. Könnte man natürlich auch entfernen, dann geht es halt schneller, was aber bei mir auf mein Grundstück nichts bringt. Also ist egal, außerdem solange die Garantie natürlich aufrichtig ist, ändere ich da gar nichts. Auf jeden Fall Lastendreirad, also LDR 25 Latsch, so heißt es. Vom Graf Karela, beim Lagerhaus. Im Lagerhaus, und das ist wirklich, muss ich echt sagen, also bis jetzt totale Freude. Was hat er für Nutzlast? Naja, in dem Fall kann ich 250 Kilo zuladen. Und beim nächsten, das Modell ist aber quasi jetzt das Auslaufen, das gibt es fast nicht mehr jetzt sondern jetzt gibt es schon das etwas bessere. Weil das war ja quasi so das Testen, so wie ich das verstanden. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß ja nicht, ich habe nicht mit der Lagerhaus-Presseabteilung darüber gesprochen, sondern das habe ich irgendwie so mitgekriegt, dass die das quasi jetzt einmal probiert haben, einmal eingeführt haben in den Markt und einmal geschaut haben, weil eben das Lagerhaus da scheinbar der Exklusiv Vertrieb für diese Wagen sind von der Firma Graf Karela, die wiederum in der Steiermark daheim ist. Und das war quasi so mal der Testlauf, und passt einmal alles, ist alles in Ordnung, und man sagt so, und jetzt die und die Sachen hätte man gerne anders. Also das neuere Modell ist einfach ein bisschen besser verarbeitet und hat, ja, hat stärkeren Akku drinnen, ja, und so, also ein paar Verbesserungen, und das kriegt man jetzt im Lagerhaus einfach anrufen, wenn man Interesse hat, fragen erst, oder auch halt schauen, wo es gibt. Meistens in den Technikzentren gibt es das. Ja. Matthias Maria, schau, Easy Classic, ja genau. Ja genau, bei uns im Lagerhaus werden die viel gekauft, ja. Das ist, wie gesagt, bei uns rennt das auch wie wild. Bam, Kloschentanz, Galizie, Berglit, Dornbacher Pfarrer, also da muss ich auch sein.
Stimmt aber auch eine schneller Funde. Setzt die Chantal und die Vicky hin, dann könnt ihr beide am Montag Pause machen und hunderte Abonnenten hätt's auch. Da hast recht, das ist eine Idee. Aber ich weiß nicht, ob das dann nicht doch ein bisschen missverstanden wird. Wenn dann wieder mal wir da sitzen. Dann sind die paar hundert Abonnenten wieder weg. Ne? So, Gloschentanz, Galiziberg, Dornbacher Pfarrer. Alter, fangen wir von hinten an. Sagt's mir Leidl, was ist heute in Dornbach geschehen? Über die Westzeit kann man's aus Sirene sehen. Keiner will dabei der Letzte sein. Mir scheint, da gibt's einen guten Weg. An jeden, den man fragt, die Augen vertraut und sagt, der Dornbacher Pfarrer steht aus, da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 am Miss, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr, ja sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Da plaudert ein Seemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steht aus. Da drum beim Rutzenstadl, da wohnt ein sauberes Madl, sitzt den ganzen Tag nur zwischen Fensterladen. Und die noblen Herren, die kommen aus der Stadt und schauen, was sie dort zum Verklopfen hat. Und der Wasserraschani von der Jägerzeit, der lässt Risser duschen und geht lieber kein Restaurant Goli auf, den er Wasser rupfen kann. Trat er ihm einen falschen Goden an. Auf der Gossen, der Mann und Burschen, schöne Frauen, das Geld verhauen. Wenn man sie wecken nimmt, ein bisschen auf die Gurgel springt, reißen's Viersit he und schreien Juche. Neulich denk ich, wir lass dich rasieren und gestern ein wenig spazieren. Und dass du kein Geld nicht gibst aus, so gehst am Galiziberg naus. Und wie ich am Galiziberg komm und schau mir ein wenig so, da sieh ich ganz still und ganz calm, ein Vogel ist drum auf einem Baum. Aber ich denk mir, ja da kraxelst jetzt auf und nimmst das Vogelnest aus. Und das Kraxeln war gar nicht so schwer. Ja, aber wie ich oben war, was Vogelnest lag. Von der Viere am Baum um den Sitz, vom Aufgreien fürchterlich schwitz, kommt ein Liebespaar versunken in Tran und setzt sich grad unter mein Baum. Aber ich auf mein Baum bin ganz still, weil ich will ja sehen, was der Liebhaber will. Und der sagt, ich hab dich so gern, ja du sollst du mein Weiberl bald werden. Er nimmt sie ganz zart bei der Hand und sagt ihr ins Ohr, so allerhand. Sie sagt, ich tät dich bitt dir gewähren, ja, aber wer soll unsere Kinder ernähren? Aber geh Schatzel, ich bin doch ein Christ, na ja, und du von demselben Klarmach bist. Vertrau nur da drum auf den Herrn, ja, dem wird schon unsere Kinder ernähren. Da schreit die Obi vom Baum, die Bagage mit Schlagzeug dann heim. Ja, wenn ich runterkomme, da zeig ich den Herrn, der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren verschrecken ganz blass, die haben geglaubt, dass der Herrgott schon weiß. Die sind gerannt über Stock, über Strauch, die haben mir gehalten von Lachen mein Bauch. Schon der alte Noah hat den Wein entdeckt und seit damals weiß man, was dahinter steckt. So ein Schluckerl von dem Wein da ließ der erste Schritt ins Paradies. Ups. Der Weg zur Seligkeit ist ja nicht einmal so weit. Der Dornbacher Pfarrer steht aus, da bleibt doch kein Weib besser zu Haus. Da kommen's pünktlich zur 10 am Mess, auf einmal da wissen's vom Pfarrer die Adresse. Die Frauen, die wundern sich sehr,
Ja, sag, wo kommt diese Frömmigkeit her? Ja, und da plaudert ein Siemandl aus. Ja, der Dornbacher Pfarrer steckt aus. Da und bei Würstelbruder, bei der Geisterbahn, da suchen sie jetzt einen Tod, dass man sie fürchten kann. Ich hätt eine Schwiegermutter, die hat nichts tun, und die war für die Rocken wie geboren. Und mein Haberer, der hat kein Silber golden, nur ein Haufen Kinder und einen Pinkel Schulden. Der greift keine Arbeit an. Nein, da ist er viel zu schwach. Ja, aber saufen tut er wie ein Loch. Auf der Gossen, der Mal am Burschen, schöne Frauen's Geld verhauen. Wenn man sich Wecker nimmt, der Büssel auf die Gurgel springt, reißen es für sie die und schreien Joch hey. Kinder, füllt's die Glasel nach, wer weiß, was am Morgen ist. Trink mal Ex, was liegt schon dran? Ein Reischerl, ja, das ist gewiss. Ein Geschmack gibt's Bussel von mein Schatz. Was braucht dieser Mensch noch mehr? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch ein Liter her? Was kümmert uns, was morgen ist? Bringt's noch 12 Liter her? So schaut's aus im Schneckenhaus. Ein Medley Deluxe. Leiwand, schreibt der Dampfer. Danke. Schau die Achtel von einer, der Harry hat ein Biergrill rein. Na, Weltklasse. Patrick Zau, Harry ist nicht Foto. Du bist so garstig, wirklich wahr. Ich meine, eines muss man auch sagen. Das Ganze wäre dem Patrick mit diesem Gerät nicht passiert. Muss man sagen, muss man sagen. Schau, Michael Unger, bravo, ich danke dir schön. Schau, Zuspruch der Pavlatschisten-Gemeinde, ich danke euch vielmals. Heute ist wieder so ein richtig heißer Sommertag, gell? So ein richtiger Sommertag. Und ich meine, ich bin jetzt nicht der große Freund der Hitze, aber mir ist jetzt schon einmal Tag, dass es jetzt noch warm wird, weil das ist jetzt dann vorbei. Ne? Also, so diese Hitze, das Heiße. Und irgendwie hat mir das jetzt trotzdem eine Freude gemacht, dass es so heiß ist. Wahrscheinlich morgen und übermorgen ja auch noch und übermorgen, dann wird es mir wahrscheinlich schon gewaltig. Das hätte ich fast gesagt, am Arsch gehen. Also auf die Nerven gehen. Oder? Wie sagt man das? Wie sagt man das schön? Gegen den Strich gehen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Aber dabei habe ich irgendwie Spaß dran. Schau, der Georg Scheurer. Grüß aus Strebersdorf. Georg Scheurer. Weltklasse. Weltklasse. Ja, pass auf, ich muss ja heute wieder skaten, ne? Nachdem mir das Solo-Instrument fehlt. Hat er schon was geschrieben, der Patrick? Nein, nix, ne? Ja, weißt du, wie es ist. Aber diese Marderbiss, ja, das ist. Aber der Vorteil ist, wenn es so ein KW ist, so quasi so ein klassisches, lass sich das relativ leicht beheben, dann passt alles, ne? Blöd ist, wenn du wirklich eine richtige Panne hast. Das ist dann. Also sind wir froh, dass es nur so ist. Ich würde vorschlagen, na, pass auf, das nutzt nichts, da brauche ich eine Sonnenbrille, weil man, das muss schon, die Show muss schon ein bisschen auch fliegen. Warte mal. Ja, vielleicht habe ich eine herunten. Das könnte sein. Das könnte sein. Halt's durch. Ja, na, da ist keine. Was weiß nie, wo ich Sonnenbrillen habe. Irgendwo habe ich mal Brillen gehabt. Vielleicht da, da steht eine Dose und steht drauf Brillen. Na sicher. Jawohl, Weltklasse. Man, Hut auch? Brillenhut? Nein. Hut brauche ich keinen, oder? Hut brauche ich keinen, aber das Karten, das muss schon fahren. Natürlich mit einem Klassiker, oder? Jawohl. Ja, da warte, schau, ist kein Orle 3, Gesicht mal so.
Jawohl. Jawohl. Ich möchte gern heim zu dir und meine Haverei. Traum jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal. Stehen da alten Beiseln an, die gingen mir so wie an der Wolkenkratzer da. Ich bin schon ganz bei dir, in San Francisco hast es da nie. Find da kein Hocken mehr, haben so im Brot und Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was so von dir will. Shabadaba, babababa, babadu babu 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 say, barabu bibidi bau, barabu wow 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 wow, barabu lito say, badibu do bebo da babu bebo bebo do 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 do. Du vergisst mich nicht, ich hab dich gekränkt, hab dich verlassen, du. Da war ich jung und blöd, da haben die Steiner auf der Gasse die Pusteln alle an. Geht ich nur heim von da, schau da drüben, da wo die Partei Pusteln alle an. Geht ich nur heim von da weg. Oh yes. Das ist natürlich der Nachteil mit der Sonnenbrille. Da siehst du natürlich nichts. Ne? Aber ich meine, wie gesagt, es geht schon, die Show muss gewahrt sein. Die Achtelschau. Lautstärke Servus an die Paula Cheese, die Manfred Graf, jawohl. Früher man Rinderknochen einbauen, das soll der Marder abholen, ne, ich weiß nicht. Und das Gerald, ich glaube, das zieht dann eher die ganzen Viecher an. Jazz, Spaziergang, jawohl, schau. Ein typischer Fenstertag. Patrick fehlt, Maggie auch, ja. Maggie fehlt auch. Maggie wird hakeln, der Patrick steht neben dem Auto und ärgert sich, dass es nicht geht. Also jetzt wird es dann aber schon bald gehen, aber klar, nicht, bis er dann da ist. So wird es natürlich nicht mehr aus. Ich verstehe es ja eh. Aber es geht mir um euch vor allem, nicht? Um euch. Weil ihr müsst natürlich mir allein tragen. Und das, glaube ich, ist wirklich hart. Alle Achtung. Potten! Das Potten-Lied, gell? Das ist ein Potten-Lied fällt. Aber natürlich, das können wir es ja machen. Wie machen wir das? Trink ich ein Potten, ganz allein, muss ich das erzählen? Anstand, nein, das wird nichts, glaube ich. Aber ich habe ja gesagt, der muss ja so eine Harddruck-Version, gell? Irgend so eine Harddruck-Version. Das gibt's schon. Wie gesagt. Gibt's auch schon. Müssen wir irgendwie abwandeln. Gibt's auch schon, warte mal. Schon gehen wahrscheinlich.
viel weniger Zuschauer. Ja. Doch einige hat das gekostet. Aber endlich wird der Bouton zusammengebracht. Schau wie du. Das ist ein Wahnsinn. Ja. Ein paar Achtel von einer, euch taugt's. Habe ich gesagt, ich glaube, die meisten haben eher verschreckt. Aber ja, das ist halt so im Leben eines Künstlers. Ist jetzt so. Wackenversion. Die Wackenversion. Sie sind da Bouton. Vielleicht sponsert uns einmal ja wer ein neues Auto, ne? Schauen wir mal. Ach, ja, genau, Fritzl fällt nie. Grand Seigneur fällt nie. Der fällt nie. Aber ja, apropos, man schaut, wir können ja klar anfangen. Wir müssen ein kleines Auto haben. Es reicht einen kleinen Opulus in den virtuellen Hut. Ich meine, schließlich habe ich ja da wirklich Großes geleistet jetzt. Alles ausbaufähig. Der Spaziergang ist eine ausbaufähige Nummer. Ich werde daran arbeiten. Bouton. Ich werde daran arbeiten. Ob ernsthaft, kann ich leider nicht sagen. So, da haben wir uns wieder wienerisch ein bisschen eingewöhnt. Ich glaube, mein Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Als Kind hab ich oft müssen die Tante freundlich grüßen. Und das fiel mir oftmals ziemlich schwer. Aber wenn's heißt, man kennt was erben, ja, da will man sich's auch nicht verderben. Aber ob ich das noch erlebt, das glaube ich wirklich nimmer mehr. Weil ich glaub, meine Erbtante wird 120 Jahre. Ob ich die Erbschaft noch erlebe, ist nicht ganz klar. Sie hat die Tausender im Sarg und ich kann's brauchen. Renn schon im Schuh, hab nix zum Tschechen, nix zum Rauchen. Sie lebt bescheiden, unsere Tante Melanie. Und die Verwandtschaft wartet schon lang auf die Marie. Es ist eine Ungerechtigkeit auf der Welt. Die Tante raucht nicht, die Tante trinkt nicht. Die hat kein Haber, die hat nur Geld. Und das ist das, was uns auf der Welt so fehlt. Jawohl! Ja, ein bisschen was Wienerisches. Beim nächsten Live-Auftritt wird genau das Lied gewünscht. Naja, ich kann, ja, das, ja, spiel da halt. Aber genau das kann ich da nicht spielen, weil das soll man nicht gemerkt ist. Aber ich werde schon ans Zusammenbringen. Solange du kein Schlager und Techno spielst, ist alles gut. Schlager, naja gut, Schlager ist immer relativ, ne? Aber Techno, naja gut, ist schwierig. 16er Burstream, ja. Wie soll es eigentlich heißen heute? Wieder so, Leute! Laboriert der Krankensessel? Nein, laboriert nichts. Auto ist eingegangen. Auto ist eingegangen. Oh, schau! Weitkeit 5 Euro. Ship a dog Boeing respectfully. Hey, Weitkeit, ich danke dir vielmals. Zum Wohl. Ich habe was gekriegt, das ist eine Nachricht. Bouton, atemlos. Genau. Atemlos in der Bouton. Heut tu ich mich ins Bettel stellen. Atemlos. So, komm jetzt nicht mehr. Auto ist in Ordnung. In einem wunderbaren Frühschoppen-Konzert. Morgen steht nichts im Wege. Schönen Abend, gute Nacht. Danke, liebe Grüße, Patrick. Ja, passt. Auto ist in Ordnung. Nicht, dass er jetzt nicht mehr fährt, ist klar. Auto passt, ist wichtig. Was schreiben wir ihm? Was schreibe ich ihm zurück? Jawohl. Jawohl, schreibe ich. Dann war's er schon. Dann war's er schon, ne? So. Passt. Einmalig. Bouton. Atemlos in der Bouton. Tu ich mich ins Bettel stellen. Atemlos. Schwindelfrei ist ein Blödsinn. Atemlos, Gleichgewicht. Na, ist ja wurscht. Wird schon was. Ja, auf jeden Fall Franz Brandwein. Marder hat ein Auto durchbissen, also es KW nicht das Auto. Und ist halt weggefahren, ist halt nicht gegangen. Und jetzt war der ÖMTC
und hat alles hergerichtet, Kabel erneuert. Aber jetzt natürlich tut er sich schwer weggefahren. Ich meine, tut er sich nicht schwer, aber bis er da ist, hör ich schon auf. Was schreibt er? Brauche jetzt eine Dusche. Naja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Das ist gut. Ich kann ihm zurückschreiben, wie man doch da Haus wenigstens in den Chat zu. Ne? Aber nein, er braucht jetzt eine Dusche. Weil er gewartet hat auf den WMTC. Braucht er eine Dusche. Aber ja, auch Hauptsache es funktioniert wieder. Man ist ja dann gleich nervös, weil klar, und überhaupt am Land, weil das Auto nicht funktioniert, das ist immer so eine Sache. Party kann sich in den Chat einklinken, ganz genau Spaziergang. Aber was ist mit ihm? Er geht in die Dusche. Er braucht eine Dusche. Ne? Wir wollen ihn, sagt die Susanne, ja. Was die? So, ja, vor allem muss man selber nachschenken. Das ist eigentlich das wirklich Tragische an der ganzen Geschichte. Ich meine, jetzt super, dass ich den Neoprenanzug für die Flaschen habe. Also wirklich kalt halten tut das auch nicht. Eine Dusche für den Patrick. Ein Dusch, ja genau, einen Dusch kann er kriegen. Ein Duscher kann er kriegen. Atemlos, blunzen, fett und ich bleib dann fest ins Bett. Na, wenn er nicht Ungarn war Weltklasse. Aber sag einmal, schauen ja Kinder zu. Kabellos durch die Nacht hat das Auto kaputt gemacht. Jawohl. Nein, Monik, nein, siehst schon, da wird schon ein Lied draus, ja. Und schon ist aus natürlich mit dem Wunsch von der Hette kein Schlager. Aber so Techno ist ja eigentlich nur so sagen wir, ne? Und die haben ja oft auch nur so eine Linie, ne? Da muss ja so ein Beatbox, da gibt es ja die Beatboxer, die das so kennen. Ich kann das nicht, die mir dabei verschlucken, beiß mir in die Zungen, hau mir Plomben aus und. Aber da gibt es ja diese Beatboxer. Aber die sind gut zum Teil, das ist ein Wahnsinn, was die aufführen. Ratzifatzi, Bumslachs, Sapperlot. Ja. Ich kann leider nicht machen. Ich spiele einen Dusch für den Patrick, ja. Aber die haben oft, gell, so diese Techno oder so, die haben also eine Linie, so, irgend so ein Ding. Aber dazu könnt ihr jetzt nichts singen. Da täte man jetzt echt schwer. Kaputt Auto Blues, ja. Und wo fängt das jetzt an? Dabei. Kabellos durch die Nacht hat das Auto wie nicht mag, atemlos, blunzenfett. Und ich bleib dann fest ins Bett. Zitat vom letzten grauslichen Wort ist Michael Unger. Mein Auto ist gestorben. Mein Auto ist gestorben. Mein Auto ist gestorben. Das Martin-Mariach hat das genauso. Aber das kann ich nicht in den Text fassen. Es für der Praktikant die Töpferwlatschen, der Wein und Wasser einschenkt.
Bitte nur die halbe Flasche Wein trinken, der Rest gehört dem Patrick. Wobei, Darmfarmer, das ist natürlich ein nicht ernstzunehmender Beitrag von dir, das ist mir ganz klar. Aber es ist lieb, dass du an einem denkst. Sehr lieb, aber werde ich nicht dran halten, tut mir leid. Nein, sicher nicht. Patrick geht sich duschen und hat seine eigene Potöne. Was glaubst du? Ich glaube, was jetzt bei ihm anspielt. Weil da haben wir was vom Zusammenbrochen, ne? Kommt drüber. Was soll ich da sagen? Allein bin ich halt haltlos. Nicht atemlos, sondern haltlos. Lotterie, Kuckuck. Ich bin schon wieder zu. Und mir geht's gar nicht ein. So fett kann keiner sein. Lotterie, und hab ich Schädelweh. Doch ist mir das ganz wurscht. Wette hab ich ja durch. Lotterie, Kuckuck. Ich bin schon wieder zu. Das ist mein Lebenslauf. Drum trink ich noch einen drauf. Was haben die Leute einmal gemacht, wie noch kein Wein war? Wer hat die Stimmung dann gebracht? Das wird mir nicht klar. Da muss ja Fahrt gewesen sein und alles muss Start gewesen sein. Ohne Wein, ohne Wein, ohne Wein. Was haben die Leute einmal gemacht, so ohne Musik? Wir haben's die Nacht nur verbracht, bis in der Früh. Was kann denn gemütlicher sein, als wie eine Musik, ein Wein? Da schaut man in den Himmel hinein. Ich hab ein Stückel altes Wien entdeckt. Dort hat sich die Wiener Gemütlichkeit versteckt. Dort rief ich da alten Spätze. Beim Stammtisch, das versteht sie. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, die noch ein Herz für die Wiener Musik haben. Und ist auch manches schon dahin. Dort gibt's ein Stückel altes Wien. Ich bin halt ein Werder, ich kann nix dafür, ich brauch nur um selig zu sein. 2 Fiedeln, ein Klampfen, ein Mohr, ein Klavier, ein Glasl für heurigem Wein. Da wär ich wie fahrisch, ganz wurlend und narrisch, bei sowas da bin ich ein Grein. 10 Schüling für Schrammen und morgen fress ma Kramen, das kann nur ein Wer verstehen. Drum trinken wir noch a Flascherl Wein, hol oder Ruh. Das muss ja nicht das Letzte sein, hol oder Ruh. Und dieses Gar gibt's kein Genieren, hol oder Ruh. Da müssen wir noch eins repetieren, ja noch eins repetieren. Schön ist so ein Ringelspiel, das ist ein Hetz und kostet viel. Damit auch der kleine Mann sich eine Freude leisten kann. Immer wieder vor den Blick und dreht sich da am selben Fleck. Man kann sagen, was man will, aber schön ist so ein Ringelspiel. And little medley. Futti Pavlacisti. Jawohl, schau die Achtel von einem Tag gefilmt.
Schau bloß abwärts durch die Pavlatschen, muss ich allein zum Weinkühlschrank hatschen. Franz Brandwein wie immer ein Poet. Unglaublich. Warum ist immer im letzten Glasl ein Rausch drinnen? Ja, Michael Unger, das ist eine Murphys Law-Geschichte. Das ist einfach, das ist es so. Nicht hinterfragen, das Universum wurde so gebaut. Ist es so. Der Beiwagenmaschine hätte ich nachholen können. Ja, oder hätte ich mal der Beiwagenmaschine checken müssen. Da. Die Brennhülle verhindert den Durchblick. Keiner weiß, wie viel noch in der Flasche ist. Matthias Mari, das stimmt, aber das sicher so auch nicht bei den Weinflaschen. Mein Auto ist gestorben, hat es da nicht geruhen mehr wohl. Zipfelklatscher Wiener Blunzen fetten Plus. Dumm drüber, das ist gut. Zipfelklatscher Wiener Blunz fetten Plus. Zipfelklatscher Werner Blunzen fetten Plus. Zipfelklatscher Werner Blunzen fetten Plus. Zipfelklatscher Werner Blunzen fetten Plus. Und jetzt ist Schluss. Man kann den Wein nicht ausrauchen lassen, vollkommen richtig. Spaziergang, vollkommen richtig. So, der Production, bin gerade erst heimgekommen, servus alle miteinander. Ulrich, jawohl, servus, aber alles in Ordnung. Mit Patrick ist alles in Ordnung, nur eine Autopanne hat ihn gehindert daran herzukommen. Das Auto ist schon wieder in Ordnung, aber jetzt zahlt es natürlich nicht mehr aus. Herzufahren, weil er braucht er da fast eine Dreiviertelstunde. Aber alles in Ordnung, Gott sei Dank. Alles in Ordnung, aber schön, dass du dabei bist. Manfred Graf, wie gut sind wir da drauf, bei uns schon die Bloßfissing so eine tolle Musik machen. Ja, danke der Chef fürs Bloßfissing. Der Bloßfissing, aber ist ja leibend, ne? Oder? Schaut das blöd aus? Nein, ist ja super, ne? Ist ja quasi ein Beach. Live on the Beach. Mit meinem Hawaii-Hemd, kein Dreieck. Gut, Kittel, habe ich keins. Hätte ich mal was umgehängt. Na gut, Kittel. Weißt ja. Jawohl, einmalig. Zipfelklatscher, Blunzen, fetten Werner bloß. Zipfelklatscher, Blunzen, Werner, fetten. Nein, aber das ist gar nicht so einfach, gell? Zipfelklatscher, Blunzen, fetten Werner bloß. Bei Blues. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Beneidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir.
schönste Wienerin, den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Ja. Das nützt nichts, gell? Wenn der Party gefällt, muss ich improvisieren. Du hast den Blues im Fuß, ja genau. Den Blues im Fuß. Ja. Ist in Österreich morgen auch ein Feiertag noch freilich, Ulrich. Österreich ist ja, so wie Süddeutschland, ja auch katholisch sozusagen geprägt und daher morgen Feiertag. Und deswegen spielen wir morgen auch einen Feiertagsfrühschoppen beim Lentner Kalle. Schau, Spaziergang. Ich glaube, ich muss wieder mal ins Jazzland gehen. Das gefällt mir, wenn ich die animiert habe. Franz Bratwell, du bist so deppert. Maria im Gefängnis. Maria im Gefängnis. Ich box nicht. Maria im Gefängnis. Alter Fuchs. Das musst wirklich, das hat einen Schluck Wasser auch verdient. Das ist einen Schluck Wasser verdient. Weltklasse der Wein. Leider wieder eingepackt. Nur noch auspacken. Zum Herzog nochmal. Der Miraculum. Grünwettliner, Winzhof Griedler. Qualitätswein aus Österreich. 13 Volumenprozent. 0,75, das wissen wir nichts drin. Ja, Winzhof Griedler. Weltklasse Wein. Haben wir noch eine, ich glaube, ein paar Griedler, wir haben ein paar Mal schon der Pavlatsch einen Griedler gehabt. Und die wirklich leibend sind. Und das ist ja außerdem, glaube ich, warte mal, nicht, dass ich einen Blödsinn sage, aber ich glaube, ist ja der Vizebürgermeister von jedem Speigen. Ganz ein klasser Kerl und super Winzer. Weltklasse. Was soll man für ein Feiertag sein? Na, der ist schon gesagt, der Franz Bratwell, ne? Maria im Gefängnis. Spaziergang sagt es richtig. Maria Himmelfahrt ist morgen und das ist nur ein katholischer Feiertag. Kein protestantischer oder evangelischer, wie man sagt daher. Schau die Babsi her. Haushaltelein, wo ist denn der Party heute? Ja, leider Autobahnen, Auto wieder in Ordnung, aber ist erst vor einer Viertelstunde wieder in Ordnung gebracht worden vom ÖMTC, aber jetzt zahlt es natürlich nicht mehr aus, dass er noch kommt. Aber sonst alles in Ordnung. Babsi, Entspannung. Morgen sind wir bereit beim Frühschoppen und das ist wichtig. Da fahre ich natürlich mit meinem persönlichen Gefährt, fahre ich morgen zum Frühschoppen hin. Jawohl, mit meinem Scheißerl. Den Honda Monkey, mein Scheißerl, mit dem werde ich mich morgen dorthin bewegen. Hat natürlich den Nachteil, kann nichts trinken. Ne? Das ist halt ein Nachteil. Aber was soll ich machen? Ja. Sterbeteufeln ist was Katholisches spazieren. Ja. Zu Matthias. Ah, das ist was Katholisches. Das ist
Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit den Exoten, ich will ein Kümmelbraten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Version gegen eine zweite Portion. Einst hat mir meine Mutter gesagt, Bub, wenn dich der Hunger plagt, tu nicht naschen, is was Gescheites, schau, Gemüse hat sein Reiz. Vitamine sind gesund und du wirst nicht kugelrund, aber ich war frühreif in mein Leben und hab ihr als Antwort gegeben. Ich brauch keine Brokkoli, weil ich steh nicht sehr auf die. Bleibst daheim mit die Exoten, ich will ein Kümmelbraten. Schmackig, fettig, knusprig und hoffentlich nicht zu gesund. Dann hab ich auch keine Aversion gegen eine zweite Portion. Die trumpet, please. Keine Brokkoli, bitte, bitte, bitte keine Brokkoli. Na, na, bitte, bitte keine Brokkoli. Ich möchte bitte keine Brokkoli. Viel lieber ein Schweinsbraten, ein Schweinsbraten. So ein guter Schweinsbraten. Den gibt's natürlich absolut den besten Schweinsbraten von ganz Wien. Ihr wisst eh, beim Taschler. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Häusl mit einem Dörfer mit einem Häusl darin und gleich bei der Kirchen ums Eck. Da liegt die Buschenschank-Taschler versteckt. Gleich in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Viel Frohsinn, Hamur und viel Glückling drin. In der Buschenschank-Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche von Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein
drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. In der Kirche vom Kaltenberger Dorf, da liegt der Heilige ganz still und klar. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Das war ein schöner Schluss. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schau, der Steirerburg jawohl, ist der Steiermark. Meine Mädels sind wieder fasziniert gewesen von dir und deinem Bluschrammel. Ich danke dir schön. Mich sehr gefreut, dass du da warst. Bei dem Bluschrammel in der Weltgeschichte. Weltgeschichte. Schau, 5 Euro Superchat vom Ulrich. Für den Tag von Klausi. Aber leibend und da. Gell, Patrick. Jawohl, Superchat. Ulrich, ich danke dir schön. Ich danke dir schön jetzt einmal. Schenke ich schon ein. Was hab ich verpasst? Achtel von einer, danke schön. Josef Tatl in der Badwanne. Jawohl. Josef Tatl in der Badwanne, das ist natürlich. Der Klaus. Auch so eine Macht. Chapeau. Der Barreiter. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir recht narrisch für dein Lob. Schau, da was. Rente klingt so nach abstottert. Ja. Pension, gell? Bei mir sagen, in Österreich sagen wir eigentlich auch Pension. Da sagen wir nicht Rente. Sagen wir eigentlich nicht Rente. Ne? Pension oder Ruhestand, sagen wir. Matthias Gerald. Dauert ja noch 13 Jahre. Sei froh, Herr. Sei froh. Weil, ich meine, Pension ist sicher alles leibend. Aber natürlich trotzdem besagt es ja trotzdem auch schon wieder ein bisschen deutlich, dass die Jugend doch schon vorbei ist. Bei manchen, nicht bei allen. Das ist ein Wahnsinn. Schau die Achtel von einer. Ich danke für, ich bin schon fast 70. Ja, bravo. Spaziergang Weltklasse. Und wir haben immer noch Wein von dir im Weinkühlschrank, den du uns gestiftet hast, das, was uns immer noch riesig freut. Und ja, so steh uns. Was hast du wieder von dir? Was redest du? Was tust du denn? Schau immer doch die Blende einmal wieder ein, die Geschichte mit Geld, weil wir gerade eben von der Pension geredet haben. Wir sind noch nicht in der Pension, wird auch noch dauern. Und in der Zwischenzeit leben wir auf großem Fuße, allerdings nacktem, wie ihr ja schon mitbekommen habt. Ja, genau, bei uns gibt es die Pensionisten und die Senioren. So ist es. So ist es. Schon der Josef Tatl in 4 Jahren ist soweit. Pension sind hier die Beamten. Also ja, Pension ist ein. Ja, aber bei uns ist es allgemein. Pensionist ist bei uns der allgemeine Ausdruck, auch offiziell, der offizielle Ausdruck für Ruhestand. Ich war voriges Monat in Pension, jeden Tag in einer anderen. Ja, bravo, Franz Bandwein. Das ist ein Wahnsinn. Gell? Ich als Kind habe immer Angst gehabt vor der Pension. Ich habe gedacht, da gibt es eine Frühstückspension, da kriegst du nur Frühstück in der Pension. Dann habe ich erst gecheckt, da geht es um was anderes. Kündigung in der Pension ist halt etwas hart und das ist Arsch. Das ist nicht hart, das ist Arsch.
Das ist arg, ja. So ein still und klar ist er nicht Taschler, der Platzhirsch. Was? So still und klar ist er nicht der Taschler. Naja, aber es ist ja trotzdem ein kleiner Hitten. Ne? Ist es ja, also, ich mein, klar ist der Platzhirsch. Wobei auch nur, nicht, seitdem der eine Herrige, was in Schimanko gehört hat, nicht mehr ist, oder zumindest glaubt gar nicht, dass der noch ist. Ja. So ist sie, braucht auch keinen Ruhestand, jawohl, oder ich. Ja. Ja, auf jeden Fall immer doch, wie gesagt, wir sind vom Ruhestand noch weit weg und selbst wenn, dann braucht man erst recht enorme Unterstützung. Na, wenn's so lieb seid, haut was rein für die Musi. Einfach in den virtuellen Hut, nicht als Spende, nicht als Support für die anstehende Pension, sondern einfach nur, weil es sagt, war leibend, trotzdem, auch wenn der Klaus allein ist, er hat sich bemüht, zumindest das, hauen wir einen Schmartes in den Hut rein. Dafür danke ich euch jetzt schon. Ja, natürlich, spielen wir noch eine Runde. Na, was denn? Wasser aus der Siphonflaschen. Leibend. Hast du den Beamtenstatus in der Pension verloren? Geht das? Achso, zum Spaziergang. Naja, wieso? Weil der Spaziergang war kein Beamt, oder? Pensionist ist der gefährlichste Beruf, das hat noch keiner überlebt. Ja, das stimmt allerdings. Das ist, in Österreich wollen sie sehr reaktivieren für diverse Sachen. Ich war nie Beamter, dazu habe ich zu viel Blues, genau, Spaziergang. Was ist der Unterschied zwischen einem Beamten und dem Teufel? Der Teufel schläft nicht. Braucht so ein ja. Und die Beamten haben es besonders schwer gehabt in der Corona-Zeit und haben sie sich nicht schneizen dürfen. Weil am Taschendeckelbackel ist drauf gestanden Tempo. Das ist einer meiner Liebsten. Das ist einer meiner Liebsten. Muss ich echt sagen. Da habe ich selber irrsinnig gefreut. Ich sitze in der Wiesen, ein großer Müll. Die Box hat zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir um die Nasen herum. Ein Fick frisst der Fliegen, aber ich pfeif mich nicht drum. An der Arbeit denk ich nicht einmal in meinem Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Und kommt der schönste Erdl am Wald weg daher, ja da spring ich vor Freude, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Eigeln schauen fest in den Meinen hinein, als sagten sie mächtig Tönige sein, aber noch ein paar Bussel, sag ich geh schon heim. Ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, lass es zwitschern, wer ist nicht da. Und steht eines Tages der Winter vor mir, sagt ja, seht doch keiner, geh doch zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen war ich daheim. Da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum mit so viel Schnagel an, das ist ein Wahnsinn.
Löffvögel. Jetzt machen wir noch ein Bier auf. Bravo Spaziergang. Weltklasse. Frühstückspension. Josef Tadl, Tempo hopp hopp. Was ist der Unterschied zwischen einem Esel und einem Beamten? Gibt es eine Auflösung? Zwischen einem Esel und einem Beamten? Der Esel bewegt sich. Ich weiß nicht. Matthias Gerold. Für die Ehre, ohne Pension ist die Jugend schon lang vorbei. Na, sag das nicht, das stimmt so nicht. Zwischen einem Beamten und Holz Arbeit. Jawohl, jawohl. Hab fest mitgezwitschert, hätte Bravo. Im Biesenberg, Babsi, ja, nein, noch nicht gespielt, dann kann ich spielen. Wo sind die Härchen hin? Komm mir vor, als wäre ich manchmal 40 oder so. Ja, Spaziergang, ja, aber bei mir stehen sie ja, ne? Also ich bin ja, also, ja, jetzt bin ich schon bald 50, 48 bin ich jetzt da. Boah. Aber ich kann mir es vorstellen, aber du, es zählt, wie man sich fühlt. Den Esel musst anbieten, der Beamte bleibt vor der stehen. Aber ich möchte mich herzlich entschuldigen bei allen Beamten, die jetzt zuschauen, dass wir so auf der Schafe haben. Was braucht man Hyperventilien? Ein Sackerl fürs Schnackerl. Ja. Einmalig. Bravo, Franz Brandwein. So, Babsi her, bis am Berg. Ich hab einen Weingarten am Bies am Berg. Ich bin dort gern, weil mich kein Mensch durchstört. Ich schau den Reben dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Bies am Berg. Transit wird noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel noch siehst die höchsten Sterne. Und noch an Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Bies am Berg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das ist der beste Trepferlwein. Ich schau den Riem dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine heilige Ruhe. In meinem Weingarten am Bies am Berg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen hören und am Himmel, da siehst die höchsten Sterne. Und noch ein Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Bies am Berg, das Fleckerl hat, das mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferlwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das soll der beste Trepferlwein.
Wunsch von Babsi, ja. Schau die Achtel von eine, danke vielmals. Schau Manfred Graf, großartig Klaus, das erste Mal, dass ich das Vogel am Baum ohne Harmonika höre. Ja, das freut mich, was dir gefallen hat. Ich danke dir schön. Ich danke dir schön für euer Lob, für euren Zuspruch. Das freut mich. Jawohl. Das ganz schön anstrengend, das Solo auch noch singen. Vor allem, wenn man wissen, was man singt, das war ja noch, dann war es ja vielleicht leichter. Beim Wein darfst nicht fad sein, bei einem Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's das später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal oben, einmal unten. Am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein. Kommt das Glück, muss schön stark sein. Noch ist aber, sonst fliegt's da davon. Beim Wein darfst nicht fad sein, beim Lied musst schön stark sein, sonst hast nur die halbe Freude. Beim Plaudern musst lieb sein und beim Busseln ein Dieb sein. Tust das nicht, tut's dir später einmal leid. Das Leben ist ein Hutschen, einmal einmal am schnellsten verfliegt oft eine glückliche Stunde. Darum darfst niemals fad sein, kommt das Glück, musst schön stark sein. Noch ist aber, sonst fliegt's da davon. Jawohl! Heute pfeift er drauf, der Klaus. Jawohl! Mit Pfeifen, es gelingt mir heute nicht so gescheit. Also der Klaus hat der Gitarre, sehr beachtlich. Danke für meinen Spaziergang. Sehr lieb von dir. Die Achtel von eine, Dankeschön. Fritzl Stadtguss, unser Kransenjahr. So, meine Lieben, ja, Fritzl Stadtguss. Das muss ich jetzt schon sagen, ich hoffe, Fritzl, das ist eh nicht, wieder nicht geheim sein. Ich darf ja das hoffentlich kundtun. Fritzl, du musst mir kurz ein Okay geben. Du musst mir ein Okay geben, dass ich sagen darf, was ich erfahren habe von dir. Weil sonst sage ich es nicht. Du musst irgendwas reinschreiben, okay. Oder sagst nicht okay. Je nachdem. Aber ich nehme an, es ist okay, aber trotzdem, was der? Datenschutz. Der Datenschutz wird groß geschrieben, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie man Daten schützen soll heutzutage, weil man ja im Prinzip, ja,
Stadt bekannt sind. Alle miteinander. Wenn man schon einen Vogel hat, ist gut, wenn er auch pfeifen kann. Bravo, Franz Brandwein, absolut. Schau, Fritzl Stadtguss hat den Daumen hoch eine, unser Grand Senior. Der Fritzl Stadtguss, was heißt einer? Ja, der Grand Senior, der Pablo Cisti, also wirklich einer der ersten oder von Anfang an dabei, also bei der YouTube-Population von Anfang an dabei. Und ein treuer Fan, auch schon mal in Wien gewesen mit seiner BMW R9T. Haben wir dann eine wunderbare Ausfahrt gehabt, gemeinsam in Ackerl. Haben wir eine Motorradrunde gefahren, dann waren wir eben beim Lentner, das war ja eben genau vor einem Jahr. Dann waren wir auch beim Feiertag, waren wir dann beim Lentner Karl in Frühschoppen, der sich natürlich bis zur Sperrstunde durchgezogen hat. Würdig. Und auf jeden Fall, ja, und dann haben wir uns in Aschaffenburg beim Ralf uns Wondercheck bei seinem Geburtstag haben wir uns getroffen, wo ja auch zum Beispiel der Ulrich oder der Erfried auch dabei waren, wo es einige aus der Motorradpartie der Brennraumgemeinde rund um einen Zonko, da steht es ja halt, Zonkos Welt TV, und um einen Zonko kennengelernt habe. Also auf jeden Fall lange Bekanntschaft, lange Ding und sicher auch schon in diesem Rahmen in gerütteltem Maß an Freundschaft hat sich da entwickelt, muss ich echt sagen. Und große Sympathien. Und der gute Fritzl Stadtguss, unser Grand Senior, feiert heuer im September seinen 60. Geburtstag. Und nicht, war im Juni letztes Jahr, sagt der Landtag schon. Da haben wir mich vertaut, dann war es im Juni, ist ja wurscht. August oder Juni. Ich meine, ist ja wurscht. Aber danke dir, Landtag Stromer, für deinen Hinweis. Ich glaube, das war der Feiertagsfrühschoppen. Es war auf jeden Fall ein Frühschoppen beim Lentner Kalle. Auf das können wir uns einigen. Und der Fritzl feiert seinen 60. Geburtstag, aber nicht einfach irgendwo, nein, sondern in Wien, meine Herrschaften, in Wien. Er kommt nach Wien, hat schon reserviert, und zwar im Herzen Wiens, nämlich im Hotel Adrigan. Ich glaube Adrigan, oder? Ist ja wurscht, aber in Ottergring. In Ottergring, in unserer Urheimat. Und zwar genau recht zu dem Zeitpunkt, wann der Ottergringer Kirchtag ist. Das ist am, wann ist denn das? Ich glaube am 24. September ist der Kirchtag und am 23. hat der Fritzl seinen Geburtstag. Leider beim Geburtstag haben wir ihm mehr oder weniger ansagen müssen, also einen Korb geben müssen, weil da spielen wir in der Steiermark schon wieder beim Geburtstag. Das wird eher eine harte Geschichte, weil da spielen wir wahrscheinlich am 22. Aber das geben wir noch bekannt, wenn es so ist, weil dann ist es nämlich offiziell und öffentlich und zugänglich, eine leibende Geschichte. 23. sind wir in der Steiermark bei einem Geburtstag und dann müssen wir ihm heimfahren in der Nacht noch, weil wir dann am 24. September, am Sonntag, ein Frühschoppen in Ottergring stattfindet, und zwar am Ottergringer Kirchtag. Wer so Zeit und Lust hat, unbedingt hinkommen, aus mehreren Gründen. Erstens einmal Ottergringer Kirchtag immer leibend. Zweitens, kein Frühschoppen hat vor 2 in der Früh aufgehört bei uns, also musikalisch schon, weil natürlich die Bühne müssen wir ja freimachen für die anderen. Aber wir sind meistens noch picken blieben bis weit über Mitternacht hinaus. Heißt nicht, dass das wieder so ist, aber ja, kann passieren. Und drittens, weil der Fritzl Stadtguss in Wien ist und wer ein Pablo Cistinger ist, der muss natürlich unbedingt zum Ottergringer Kirchtag kommen und mit uns gemeinsam dann in Fritzl, aber sowas von hochleben lassen, das nur so geraucht. Das nur so geraucht. Also, so schön war das da so. So mal sehen. Ja. Zwei so Ottergring, die kennen jetzt genau, ja. Beim Lenten habe ich meinen 50er gefeiert, 2 Tage später, Franz Brandwein, ja genau. Leihwand, ja. Ja, auf jeden Fall taugt mir das sehr, dass der Fritzl nach Wien kommt. Mit dem Auto, also nicht mit dem Motorrad, diesmal, also Motorrad-Rundfahrt fällt aus. Was aber eh nicht so schlecht ist, weil in der Zeit, wo du da bist, wäre ich vom Promillespiegel her nicht in einer Ebene sein, wo ich auf ein Motorrad steigen werde. Sage ich jetzt schon. Alexander Hauser ist dabei, jawohl, Weltklasse. Alexander Hauser, schau, Fritzl Stadtguss, der Alexander ist schon da. Der Alexander ist dabei. Also wie gesagt, wir unbedingt, wir werden das nochmal kundtun, ist erst im September, aber am 24. September, 11 bis 13 Uhr, ist der Frühschoppen für uns auf der Hauptbühne, Ottergringer Kirchtag, einfach, wo der alte Ort, die Kirchen alte Ottergring ist, die Zehnermarie. Wenn jemand einen Punkt braucht, den er suchen kann, wo im Google was, die Zehnermarie in Ottergring. 10 Mal rein Ottergring. Die 10 Mal rein Ottergring ist 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 die 10
Weil genau neben der 10er Marien Otterging steht diese Hauptbühne. Oder ist sie immer gestanden, wird es heuer auch wieder stehen, schätze ich mal. Und dort haben wir einen Frühschoppen von 11 bis 13 Uhr. Wir sind quasi die Ersten, die was dort spielen. Wir eröffnen quasi den Sonntagsreigen dort musikalisch. Und dann ist halt immer so gewesen, dass wir dich dort voll becken geblieben sind. Bis in die Morgenstunden. Also da haben die Heigen dann schon zugesperrt, aber dann sind wir noch, wissen wir schon noch, wo wir hingehen können. Also so ist es nicht. Wenn es nicht so ist. Und da hoffe ich, und das werden wir wirklich noch ausrufen, dass einige Pavlachistingers kommen, damit man wirklich in Fretzel dort sowas von hochleben können, dass er sich gewaschen hat. Wirklich wahr. Wirklich wahr. So. Schau, die hätte am 23.09. heiratet mein Sohn, sonst gebe ich auch zum Kind. Na ja gut. Da hast du natürlich eine 1A-Entschuldigung hätte, da bist du wirklich befreit. Und weißt ja, beim letzten Mal, glaube ich, bevor dann, weil nach Corona hat es ja dann keinen gegeben, also vor Corona war die Hätte auch dabei. Und da sind wir auch, bis spät nach Mitternacht, gell, sind wir dann noch versunken. Und ja, und dann muss es auch jetzt gehabt. Munro ist da aus Thailand. Servus, Munro. Schreck dich nicht, Patrick, ist alles in Ordnung, nur eine Autopanne, die auch schon behoben ist, aber mittlerweile haben wir dann gesagt, jetzt braucht er nicht mehr kommen. Ich habe gesagt, jetzt brauchst du nicht mehr kommen, kannst da anbleiben. Nein, alles in Ordnung. Ja. Franz Brandwein, 24.09., da nehmen wir mal frei. Na wirklich, das ist leibend. Franz Brandwein. Schau, Fritzl, Franz Brandwein kommt auch schon. Unbedingt. 24.09., gell? Ja, das stimmt eh. 24.09. Ottergring Kirchtag. Wer Zeit hat, unbedingt kommen. Weil, wie gesagt, Frühschoppen von 11 bis 1 mit den 16er Buben und danach ist dort ein Gestudel. Wir sind in Ottergring in meiner Urheimat und von Patrick. Dort ist natürlich, und wann, ich hoffe natürlich ein schönes Wetter, weil dann ist ja abgeleibend. Dann haben wir die 10er Marie, in Stippert haben wir dort. Der Kirchtag selber und also ein Gestudel wird leibend werden. Heute kannst du alleine trinken, kannst mit niemandem anstoßen, so wie es mit Patrick immer machst. Ja, Babsi, das ist halt heute. Jawohl, schau, Spaziergang. Meine Frau freut sich schon. Bravo. Haben wir schon vorgemerkt. Einmalig. Siehst du das? Schau da was an. Ich bin auch dabei, Josef Tatl. Jawohl. Schau, was sagst du jetzt, Fritzl? Fritzl hat irgendwas geschrieben zu viel der Ehre. Nein. Da gibt es nicht so viel der Ehre. Für unser aller Grand-Senior Fritzl Startguss. Der 60er, der gehört auf den gehört angestoßen. Und zwar ordentlich, mächtig. Jawohl, aber schau, Josef Tatl ist dabei, Spaziergang ist dabei, der Alexander Haus hat schon gesagt, ist dabei, Franz Brandwein ist dabei. Na du, ja, da brauchen wir uns schon keine Sorgen machen. Da brauchen wir uns schon keine Sorgen machen, dass auf jeden Fall der Fritzl nicht alleine am Städtisch steht. Hoffen alle noch, esst alle zusammen, hoffen auf ein schönes Wetter, weil dann ist es überhaupt mächtig leibend. Lass uns mal Landesstrom, was ist? Packt euch zusammen, kommt's auch. Der Maber und der Landesstrom, jetzt schon fahrt zum Ottergring Kirchtag. Ich habe jetzt ein Riesennetz am Kirchtag, ja. Ich weiß, wir haben ja auch ein Riesennetz gehabt. Und ich glaube, wir waren die letzten 3. Der Patrick, du und ich, haben uns dann im Schwarzen Raben, das ist dann dort ein Pub, wo man uns noch, klar, weil man ja den ganzen Tag noch nichts getrunken hat und natürlich noch zu wenig, muss man unbedingt dann noch wohin gehen, das ist ganz klar. Und da haben wir ein Riesennetz gehabt. Ja genau, Franz Brandwein, nicht nur für uns, da gehst du ja auch 10 Minuten zu Fuß. Ne, was? Franz Brandwein, Weltklasse. Ich hab so erfreut. Fritzl Startguss, jawohl, wo ist er? Ich habe eine Riesenfreude. So eine Freude habe ich. So erfreut. Fritzl haben wir alle erfreut. Fast gleich vom Dinkelspül weiter, ja genau. Könnte passen, ein Land ist schon mal Schmäh ohne. Spaziergang als Favoriten, na gut, das ist ja auch kein Weltraus. Da war Landesstrom und der Maber, das war aber auch noch eine Welt. Und sich original, der Fritzl kann ich ja kundtun, in welchen, wie du so Dö hast. Vielleicht kriegst du auch noch einen Platz dort. Das ist Welt. Das wird bist du deppert. Aber da musst am nächsten Tag passieren, weil da kannst du nicht aufs Motorrad stehen. Das geht nicht. Das kann ich jetzt schon prophezeien. Das weiß ich aus Erfahrung. Wie gesagt, und jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn es Wetter passt. Ne? Wenn es Wetter ganz arsch ist, natürlich wird es ja auch gesagt. Ich meine,
da sind wir aber trotzdem Fräsl, macht er keine Sorgen. Falls abgesagt werden sollte, also das Kunstprogramm, der Kiertag ist schon, der Kiertag findet schon statt, aber wenn natürlich ein schlechtes Wetter ist, kommt ja keiner und nichts. Und dann gehen wir halt einfach zum Hering. Dann machen wir uns den Frühschoppen selber. Also Fritzl, das ist gesichert, wir werden dich nicht alleine lassen. Aber natürlich war es schade, weil wenn das ein schönes Wetter ist, das ist so ein Gesturl. Und Otterkring ist ja wie am Land. Und da hast du dann wirklich, und natürlich jetzt das sind ja der Patrick und ich, wir sind ja dort aufgewachsen. Das heißt, wir kennen ja irrsinnig viele Leute dort und die kennen uns. Und das ist ja ein Gesturl, das ist ja Hetz, da ist ja Gaudi, man plaudert, man hat. Weißt du, es war bis jetzt wirklich immer, die Hätte kann es bestätigen, wie es war. Das ist einfach dort wirklich eine leibende Geschichte. Dann gehst du 10 Mal gehst 4 zum Stiepert, hast ein paar Sturmeine oder ein paar Drangeln, hast ein Hetz. Das ist, ja. Also hoffen wir auf ein schönes Wetter auch noch, na dann haben wir überhaupt. Und war der Landtagsstrom, Markus, und der Martin, der Mar war auch noch gekommen. Na Alter, na bist du gescheit. Da kann sich Otterkring anhalten. Ja, das war wild, das war halt wirklich wild. Jetzt muss ich wieder spielen, gell? Jetzt muss ich wieder spielen. So viel geredet. Entschuldigung, dass ich so viel rede. Also ist mit mir durchgegangen. Die Emotion. Hotel Hadrigan, Fritzlstadt, genau, Hotel Hadrigan. Das googeln, Hotel Hadrigan in Otterkring, 1160 Wien. 1160 Wien. Man kann sich das leicht merken für die Nicht-Wiener, die Postleitzahlen, also es sind 4 Ziffern, ne? Und immer das in der Mitte, das ist immer der Bezirk sozusagen. Also 1160 ist in der Mitte, 1616 ist der 16. Bezirk. 1210, ne, das ist in der Mitte, 21 ist der 21. Bezirk. 10 Wien ist der 1. Bezirk. 1170 Wien ist der 17. Bezirk und so weiter. So kann man sich das merken. Gute Nacht, war wieder urleibend, Alexander Küpferling. Alexander Küpferling geht schlafen, aber, Alexander. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do. Till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, I don't know when, but I do know we'll meet again some sunny day. So keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to all the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day, some sunny day, some sunny day. Ja, ganz woanders. Naja. Bravo Alexander Küpferling, glaube ich, hat noch keiner gehabt, ein wirkliches Gute-Nacht-Lied für ihn. Aber Schlafgeld für dich Gott. Schön, dass du dabei warst. Meidlinger Il, Jesus, haben wir sie. Schau, Claudia Garri, aus Kettlersbrunn, jawohl, Kettlersbrunn. Ja, Patrick hat sich schon duschen gegangen.
Den 60er an einem Sonntag. Passt. Matthias Gerold. Was ist? Kommst du auch? Matthias Gerold. Kommst du auch? Oder ein Kirtag? Claudia Karol. Karol. Das ist klar. Karol. Du. Claudia, der Oliver und du, müsst auch kommen. Am 24. Ottergringer Kirtag. Ottergringer Kirtag. Frühschoppen 16 Uhr, Buben. 11 bis 13 Uhr und dann mörderisches Geburtstagsanstoßen sowie überhaupt grundsätzlich einfach aufgrund, weil das Leben leibend ist, ein, nennen wir es einmal einfach, gemütliches Beisammensein. Wird mächtig. Wird mächtig. Fritzl, das wird mächtig. Kannst du dich schon gefreut? Meidlinger Ale, da muss ich mir einen Mut antrinken. Und nachschenken für nachher. Wie ist denn das gegangen? Ja, achso, da ist noch mehr drin. Ich wollte schon ausschenken, ja. Jetzt ganz wunder. Ja, aber wie gesagt, der 60 ist ja eigentlich am Samstag. Der 60 ist eigentlich am Samstag. Matthias Gerold muss jetzt korrekt sein. Weil ich glaube am 23. Patrick ist sie brausen gegangen, ja, der ist sie brausen gegangen. Der Geburtstag ist eigentlich am 23. Aber wie gesagt, da hätte der Fritzl uns dankenswerterweise sozusagen eingeladen, dass wir wo hingehen essen. Aber wie gesagt, da kommen wir nicht. Das wird für uns ein bisschen. Es ist ein bisschen. Herr Fritzl statt die Zeche geht auf mich nicht. Fritzl, da gehst du pleite. Da gehst du pleite. Das ist lieb von dir, aber das können wir dir nicht antun. Da kommst du nicht mehr an. Da kannst du den Spritnamen nicht mehr haben leisten. Das geht, nein, aber danke dir schön. Fritzl, wir machen das schon. Wir werden schon zusammenkommen. Aber wie gesagt, also, da hätte man einen gemütlichen Abend gemacht, wo nur eben, da spielen wir in der Steiermark. Es wird anstrengend, weil da spielen wir, naja, da werden wir in der Steiermark nicht vor 11 Uhr weggekommen und dann ist noch 2 Stunden Autofahrt heim. Und dann in der Früh eben schon wieder auf der Bühne. Soundcheck, schon ein bisschen früher. Also das ist von dem Heimfahren ein bisschen, ist nicht so leibend. Ich meine, keine Sorge, da trinken wir ja keinen Tropfen, wenn wir heimfahren. Wir sind schon überhaupt so weit, aber es ist dann schon, wenn du dann mehr oder weniger einen halben Tag spielst und dann einmal 2 Stunden heimfährst in der Nacht, weißt du, wo es schon gemütlich ist und ruhig ist und gemütlich. Das ist immer eine Sache, wo man sehr, sehr aufpassen, dass ja nichts passiert, muss man echt so sagen. Und dann natürlich dann in Entspannung, wenn ich daheim bin wieder, dann geht es am nächsten Tag vor allem mit dem Taxi. Mit dem Taxometer ab nach unten, nicht einmal mit der U-Bahn. Das tut mir gar nicht an. Einen Taxometer bis hin zum Ottergringer Kirtag. Aussteigen, habe die Ehre sagen, Gitarre schultern, 4 zur Bühne, Servus sagen, Bierdoserlauf machen, weil das kriegen wir dort immer traditionell. Gleich beim Einchecken hinter der Bühne. Eine Gitarre stimmen, Soundcheck, runter, Bier austrinken oder das zweite aufmachen, je nachdem wie es Wetter ist. Auf die Bühne, früh shoppen, jawohl, runter von der Bühne, 4G, vor die Bühne, Städtischerln und dann bist du deppert. Nur mehr Hits. Das war jetzt quasi so die versuchte Kurzfassung. Ja. Frühling sogar für alle. Na, Fritzl, ja, bis deppert, da musst du aber, ne, da kommst du mit ein paar Hunderter nicht aus. Nein, das schreckt dich nicht. Fritzl, das machen wir schon. Schau der Wolfgang Kroatzka. Liebe Grüße aus Krk. Jawohl, Kroatien lässt grüßen. Wolfgang Kroatzka, das gefällt mir. Das gefällt mir, dass du dabei bist. Beste Grüße, also alles in Ordnung, beste Grüße, sage ich schon. Der Patrick, alles in Ordnung. Autobahne hat ihn behindert, Auto ist mittlerweile vom ÖMTC behoben worden, alles in Ordnung. Nur hat es nicht mehr ausgezahlt, herfahren. Daher, eine Solopavlatschen, ja. Aber natürlich ist dieser Grund für Solopavlatschen, das ist in Ordnung, mit dem kann ich umgehen. Solange, so wie es war jetzt dann oft, wo der Zeitung, wo dem Patrick nicht gut gegangen ist, war krank, oder, nicht, da macht man sich ja Sorgen an, da ist alles leibend. Ne? Da ist es leibend, ja.
Das wird nicht billig, Landtagsstrom. Schau, jetzt machen sie da alle Angst. Friesl, jetzt machen sie da alle Angst. So. 16er Blech, genau, Friesl, da haben wir uns aus 16er Blech eine. Das ist natürlich. Ja, es wird also hoffen wir noch wirklich auf ein schönes Wetter dann. Absolut. Haut es hin. Freue mich. So. Wie der Spaziergang anfängt, sind wir aus Ottergring. Die kehren zusammen, weil's doch zwei Zwitschgen sind. Vom selben Baum, zwei aus Ottergring. Das hat uns wecken, weil's doch zwei Label sind. Vom selben Beck. Es tut nicht gut, wenn man so viel suchen tut. Denn die größte Lieb wächst im eigenen Hieb. Zwei aus Ottergring. Die kehren halt zusammen, weil's doch zwei Zwitschgen sind, vom selben Baum. In Ottergring, da hat man sich lieb. In Ottergring, im 16. Hieb. Jawohl! Zwei aus Ottergring. Schau dann an, Friesl-Status. Ihr seid zwar das wert, bis der Deppert, Friesl. Das die ganze, da ist eine komplette Ersparnis für den Ruhestand, geht in den Arsch, komplett an einem Tag in Ottergring. Weltklasse. Nein, wird wirklich super. Und man muss auch sagen, ich weiß nicht, das war unglaublich, also einige Male. Ich bin dort hingekommen, also ich bin ja kein Frühstücker, muss man dazu sagen. Ich esse kein Frühstück. Nicht mein Lebtag, sondern Frühstück eigentlich nur im Urlaub, wenn ich wo bin in einem Hotel oder was, da habe ich dann gern. Also sei es ein Frühstücksbuffet, habe ich wirklich gern, also, aber grundsätzlich, ich esse kein Frühstück, daheim gar nichts, immer erst so mittags irgendwo. Nicht? So, jetzt bin ich dort hingekommen, das war einige Mal so, aber einmal war es extrem. Na, was der eben hinter der Bühne gleich mal ein Blechweckerl, nicht? Also eine Bierdosen, gleich mal offeriert bekommen, na gut, nimmt man an, man will ja höflich sein, nicht? Also das passt. Na, dann der Frühschoppen, da sind natürlich auch schon von unten, nicht? Von den Leuten sind kommen die Sturm, die Spritzer, die Achteln, von der Seite sind kommen die Bier, also das war wirklich ein Wahnsinn. Nicht? Na, das haben wir schon irgendwie überlebt, nicht? Dann sind wir natürlich, dann waren wir fertig, dann sind wir so zu den Städten, also halt dort, also Städte, da sind natürlich Bangeln, Heigenbangeln und alles, aber hinten sind so Städte schon gestanden und da haben wir uns zu und mit den Leuten, der Gaudi und was du da siehst, halt viele Leute, die den Namen wie siehst vielleicht und eben aus der Jugendzeit noch und dort und da und da jetzt und der Gaudi und super und ich habe da gesagt, irgendwann, jetzt muss ich noch mal was essen gehen, nicht? Ich habe noch nichts gegessen und wir trinken da doch recht würdig und mächtig. Das kann sich natürlich nicht, das ist nicht von Vorteil auf Dauer, nicht? Für den ganzen Tag. Und das haben wir wirklich so durchgezogen, von dem habe ich dann geredet, ich glaube von 2 oder 3 Wegen. Und irgendwann um 9 oder was haben wir es endlich geschafft in die 10er Marie rein, weil wir sind gestanden 10 Meter vor dem Tierl die ganze Zeit. Endlich eine und dann endlich ein Surschnitzel oder sowas gegessen. Das war das erste Mal, dass ich was gegessen habe, das war ein Wahnsinn. Das war echt ein Wahnsinn. Schau, die hätte es leider. Ich habe euch für den 24. bei Petrus schönes Wetter bestellt. Hätte ich, dank der Ski. Das ist leibend. Franz Brandwein. Mit der Raucherei, da ist bald Schluss. Ich hab den bald keine Cheat mehr plus. Manfred Graf, 2 Sotagen. Das spielen wir auch am Samstag in Langenzersdorf auf der Seeschlacht. Wienerisch am See mit dem Werner Bleermann. Na Leihwand. Am Samstag. Jetzt das ist der 19. Ne? Ja, der 19. Ja, kann man natürlich auch hingehen. Allerdings, Manfred, es tut mir leid, ich würdige alle, die zu euch gingen, zur Seeschlacht in Langenzersdorf, aber ich hoffe doch trotzdem auch, dass manche kommen nach Sierndorf an der Mach zum Festival, zum Wienerlied Festival. Landpartie am Köllerberg. Ich glaube, so heißt es. Ja, ich bin schon ganz durcheinander. Aber trotzdem, leibend und beste Grüße, lieber Manfred, an die Werner Bleermann. Die Damen kenne ich auch schon recht lang, schon ewig nicht mehr gesehen, lasse es ganz lieb Grüße, wenn ich 16 habe. Bitte darum.
Der Frezler Startguss sagt so, ich wünsche euch auch Kaiserwetter und natürlich, dem schließen wir uns an, wenn der Bauer Heirat hätte. Wenn der Bauer Heirat, da ist sowieso ein schönes Wetter. Alles Liebe an den, wie sagt man, an die Bräutigamsmutter. Ich würde sagen, Lellen, hat's eine für die Hätte, als Mama vom Bräutigam, mitsamt quasi im Hinterkopf auch ihren Buben für die Hochzeit, hat's eine Orgie an rote Achteln. Dass ein schönes Wetter ist, eine schöne Hochzeit und dass viel Glück fürs Brautpaar sein wird. Auf das trinke ich und ich hat's bitte eine Achteln Deluxe. Der Ton Turbo sagt Wienerlied wagen. Ja. Der Mama, schau, von Dinkelsbühl wären es nur noch 570 Kilometer. Na eben, ihr seid eh schon in der Gegend. Erst Mama, das geht schon. Der Fressel hat schon geschrieben, Hotel Hadrigan, Mava und Landler-Stromer. Das ist alles andere als nicht beim Ottringer Kirchtag zu erscheinen, ist eigentlich eine Niederlage. Schau, da fahren schon eine die Achteln. Ja, wo ich für die hätte, für die Bräutigamsmutter. Schau, dann fahren wir Spaziergang, Franz Brandfeier, Maba, Tom Turbo, Matthias Gerold, Fressler Startguss. Jawohl. Schau da was an. Super Check. Michael Ahammer. 15 Euro von Michael Ahammer. Ob sich der alte Sünder auch allein ausgeht? Michael Ahammer. Ich danke dir mal, jetzt trinken wir mal. Michael Ahammer. Du hast noch was an, aber ich werde dir was sagen. Ich werde die Noten schauen. Ich bin ja nicht deppert. Ich hilf mir ja. Pass auf, aufgestanden. Jesus, nein. Bewegung. Irgendwo da habe ich es gehabt, das weiß ich, weil wir so schon einmal gespielt haben. Das weiß ich, weil wir sie schon einmal gespielt haben. Der alte Sünder. Wir haben es gleich. Da wurde ich ja ganz leirat. Nein, das ist nicht. Wahrscheinlich wieder im letzten, wie immer. So. Da habe ich den Sünder. Da schau her, da habe ich schon. Michael Ahammer. Kein Problem. 24. 24. Der alte Sünder. In S. In S. Oder soll es in D spielen? Na, ist ja wurscht. Ja, so pfeifen gehen die Ötern her, zeigt am Himmel sich der erste Stern. Jeder macht sich dann so schön, als er kann, aber dann gehen wir's an. Der alte Sünder, der kennt sich aus, er schleicht, wenn's Nacht wird, still aus dem Haus. Er geht zum Wein, Mädel fein, Lotter ein, alle Lotter ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, bevor er geht. Er ist Sünder, er ging nach Haus, jedoch ins Bett, da geht er nicht. Mit der Sünder kennt sich aus. Wie den Herr erst einmal grau meliert, hat das oft schon manche Frau verführt. Der George Clooney-Effekt.
Jeder macht, selbst die Mädel finden das gerade schön, was die Eltern Herren verstehen. Ich darf mich nicht drauf verlassen, oder? Der alte Sünder, der kennt sich aus. Er schleicht wann's Nacht, der wird still aus dem Haus. Er geht zum Wein, Wein, Wein und Mädel fein, fein, fein. Die Lotte ein, alle Lotte ein. Der alte Sünder, der trinkt und küsst, bleibt ewig 20, so alt er ist. Es wird oft spät, 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 bevor er geht, geht, geht. Dabei wär's gesünder, er ging nach Haus. Jedoch ins Bett, 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 da geht er nicht, nicht, nicht. Der alte Sünder kennt sich aus. Na, was ist jetzt da? Was sagt sie jetzt? Was sagt sie jetzt da? Boah. In Grinzing gibt es eine Himmelstraßen. Das kann ich nicht, aber ich glaube, das ist da auch nicht drinnen. Ich glaube, das ist da nicht drin, Spaziergang. In Grinzing gibt es eine Himmelstraße. Ich glaube, es ist da nicht drin. Schauen wir mal rein. Ein paar Achteln habe ich da gekriegt. Ein paar Achteln habe ich da. Da wäre wichtig. Jawohl. Ja, da die Achtel. In Grinzing gibt es eine Himmelstraße. Bei den anderen Noten, ich will nicht alles durchschauen. Michael Anna. Wahnsinn, danke dir, perfekt. Ich danke dir, Michael, für deinen Schmattes. Warte, da kann ich gleich wieder einblenden. Bravo, sagt der Franz Brandwein. Dank da. Schau, da kann ich gleich einblenden. Nur einmal für den Fall, dass wer sagt, erst, da hau ich was rein in den virtuellen Hut. Was soll's? Das Geld ist eh lang nichts mehr wert. Gehen wir es in 16er Burm, die versaufen es wenigstens. So, mit das Kasten. Grinzing gibt es nicht, das ist da nicht drin. Das ist da nicht drinnen. Leider. Und ich kann es viel zu wenig oder kenne es viel zu wenig, dass ich es improvisieren könnte. Spaziergang, mein Bestes versucht. Aber es war wieder mal zu wenig. Das ist ein Wahnsinn natürlich. Es ist ein Wahnsinn mit euch. Es ist ein Wahnsinn. So. Aber auf jeden Fall, nein, ich bin ganz aufgewühlt wegen einem Oteringer Kirtag. Und das scheint es wieder auch noch. Es steht da vor Landtagsstrom und der Maber kommen auch noch. Bist du deppert. Das ist ein Wahnsinn. Oder müsst ihr in Ottering schlafen, weil du müsst schauen, dass du da ein Zimmer kriegst. Vielleicht im gleichen Hotel. Das Hotel Adriga, das ist wirklich, das ist daneben. Das ist quasi, Fritzl, das ist quasi dort, wo der Patrick aufgewachsen ist. Respektive der Neschloss bei der Mama, weil da wird sie einquartieren. Gleich von der Steiermark kam, gleich zur Mama in der Früh geht er gemütlich zum Heirigen. Ich muss natürlich mit Taxameter fahren, ganz klar, weil ich bin ja da weggezogen weit. Ne? Aber das machen wir schon. Aber das vom Hotel Hadrick bis in 5 Minuten. Dann glaube ich nicht einmal, bist schon am Kirtag. Weltklasse. So, das blende ich wieder aus. Also, habt ihr es alle registriert mit Schmattes? Leibwand. Unglaubliche Szenen spielen sie auch. Und das, ich meine, eins ist schon klar, da müssen wir schon vertreten sein, irgendwie mit Kamera und Co. Weil das natürlich, das ist ja fast ein Pavlacisti-Treffen Deluxe in Otterkring. Das ist ja dann sowas wie die Zillertaler Schürzjäger, gell? Das waren früher im Zillertal, wenn sie auftreten sind. Das war ja auch so ein Ding. Ich meine, natürlich nicht ganz in den Dimensionen. Aber ja, wir waren wenigstens 7, 8 Leute. Ne? Das ist auch schon was. So. Was machen wir denn? Irgendwas ist mir eingefallen, aber machen wir ein Untergängerlied gleich.
links, schau, das war der Patrick und da ist. Das Hotel Thalia gibt es ja nicht mehr, da ist jetzt der Billard. Ja, das Hotel Thalia, das gibt es nicht mehr. Stiller, da ist ein wenig größer, ja, Spaziergang, aber nur ein bisschen. Das ist nur ein bisschen ein Unterschied, viel nicht. Ein paar 100.000 Leute, nicht mehr. Unterschied, meine ich. Warte, jetzt bin ich muss überlegen, wie das geht, fix. Das war ein S, glaube ich. Der Gringwald vor circa 50 Jahren eine Schaft mit ganz kleinen Gasseln. Das Kircherl war klein, der Brunnen anstand, der Wein, der ist kaum worden von Fasseln. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie, auf Festudel und Post. Und manches Trempferl von Ost hat die Stimmung sich kaum haben's die Tisch zusammengeschoben. Denn all dort der Gring ist mein Paradies. Neulich hab ich in einem Album Bödeln gesehen vom 90er Jahren. Darüber stand ein kleines Sprüchel, all dort der Gring, wie es früher war. Dann erfasst mich eine Wehmut, schön muss damals gewesen sein. Und mir fallen dabei die Worte von meinem lieben Vater ein. All der Gringwald vor circa 50 Jahren eine Ortschaft mit ganz kleinen Gasseln. Das Kircherl war klein und der Brunnen anstand und der Wein, der ist kaum worden von Fasseln. Schon als Bierscherl war ich bei der Zehner Marie auf Festudel und Post und manches Trepferl verarscht. Hat die Stimmung sich kaum ums die Tisch zusammengeschoben, denn all dort der Gring ist mein Paradies. Ich weiß, ein uraltes Häusl, darin ist ein ganz kleines Beisel. Der Wirt ist ein Kreuz für das Mandel, serviert den Wein mit seinem zittrigen Handel. Dort kommen alle echten Wiener zusammen, weil's heut in Wien kein Platz mehr haben. Dort geh ich hin, dort bin ich zu Haus und dort ruf ich aus. Ich weiß ein kleines Wirtshaus weit draußen in Ottergring. Dort sitz ich und träum ich allein. Und wenn ich dort auf die halbe Nacht verbring, daran ist schuld nur der Wein. Und wenn ich das Wirtshaus in Ottergring, war ich längst schon kein Jungse heute mehr. Dort sitz ich und träum ich wann ich loch ich sing, in dem Wirtshäusl Trost in Ottergring. Ottergring Trost, in einem uralten Haus, in einem Hof in der Speckbacher Gossen. Da
Alles glanz ganz verstaubt, seiner Zierde beraubt. Ein Herrgott aus Stein ganz verlassen. Ich hab ihn entdeckt und als Kind dort versteckt. Mein Kindrädel unter meine Stuhl. Denn die größeren Buben waren auf die Stullen wie die Ohren. Als Kindrädel hätten's mir gestohlen. Herrgott aus Stein, du nur allein, hast mir als Bibel verstanden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bist wie ein Freund davor gestanden. Oft hab ich gewarnt und mich an die gelernt, denn Kindersorgen sind groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Ja, das ist schon lang her, von dem Haus steht nix mehr. Und Otterkring hat sich verändert. Heut wird überall gebaut, alles alte zerhaut. Auch die Menschen, die haben sich geändert. Ich fahr öfters noch raus, denn meine Mutter wohnt raus. Und wie ich so hingeh zu ihr, da liegt ganz verlassen, zerschlagen auf der Straße, mein steinerner Herrgott vor mir. Herrgott aus Stein, ich glaub wir zwei haben uns noch rechtzeitig gefunden. Du hast mein Besitz immer beschützt, bin dir als Freund stets verbunden. Oft ich trag die Hand und bieg die Zahn, sind deine Schmerzen groß. Herrgott aus Stein, du nur allein, du warst mein einziger Trost. Jawohl. Ein kleines Otterkringer Mädle. Die Achtel von einer. Ich danke euch schön. Jawohl. Schau die Achtel. Die Achtel. Weltklasse ist Matthias Gerold. Einer, die muss bummeln. Jesus, nein, Papsi. Muss ich zuerst was trinken. Ja, dann mach ich über die Blues-Variante. Ja, schau, 3, 4 Löwe, jetzt hören wir dann auf. Schaut, dass schon ins Bett kommt dann. Das ist ein Wahnsinn. Machen wir eine Blues-Variante. Ganz klar, da brauchen wir die Brühen. Da brauchen wir die Brühen. Ist wichtig wegen der Show. When I follow her to the station, my suitcase in my hand. When I follow her station, my suitcase in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell, but all my love is in vain. Immer des Bummel
gehen, oh, ich hab mein Leben lang das Bummel, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Ja, weil ich vom Glück ein Stiefkind bin. Jawohl. Das ist, ich bin drauf gekommen, dass ich mit der Brille natürlich keine Chats lesen kann, was eh nicht schlecht ist, weil beim Spielen soll ich eh keine Chats lesen, weil dann verspüle ich mir wieder, fast singe mir wieder und so weiter und so fort. Ich hab mir ein Fremdes wurscht, Franz Brandwein, Weltklasse. Ja, ich nicht, ich muss spielen gehen. Ich muss los, bin schon spät, bis nächste Woche. Monroe, beste Grüße nach Thailand, schön, dass du wieder dabei warst und eine erfolgreiche, schöne Woche wünsche ich dir. Leiwand, danke schön. So. Ich werde das, ich glaube, habe ich schon ausgeladen oder ist noch was drin? Für die Flaschen? Na schau, nein, ist ja nichts mehr. Ein Schluckerl, dann haben wir eh schon. Dann sind wir eh schon fertig. Schau die Achtel von einer, ich danke schön. Jawohl. Love in Vain. Rolling Stones, die haben es eigentlich bekannt gemacht, aber eigentlich Robert Johnson, das ist ein Wahnsinn, was ist auch ist, so alt, da gibt es so alte Aufnahmen, seit 20 Jahren oder 30 Jahren. Das ist der Rauschen von die, weiß ich wie sie es aufgenommen haben, da, nicht? Da die Wachsplatten oder irgendwas, nein, Wahnsinn. Aber leider, aber das ist halt auch, das war halt auch so der Blues, wie sie das da so gehabt haben, das ist halt auch so. Da ist Wiener Lied halt, das ist halt was Echtes, ne? Ja, muss man schon sagen. Einfach genial, super, danke. Babsi, ja, das gefreut mich. Was können wir noch aufreißen? Meistens, aber wenn ich Solo-Pavlatschen mache, gibt es ja meistens auch einen Austropop-Song, der hat sich mal etabliert. Und zwar, was soll man zusammenbringen? Früh die Nacht gegen einen Tag den Kerzen zieht. Und wenn die ersten Sonnenstrahlen die letzte Dämmerung da wirkt, dann wach ich auf in der Kinette, wo ich schlaf. Dann wach ich auf. Kommen und ich muss mich schleichen, sonst zahnt's mich an. So wo ich halt anfängt, wisch mir die Träger, so gut ich kann. So wach ich auf in der Kinetten, wo ich schlaf. So wach ich auf. Schon seit 10 Tagen immer rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als mir ein Flaschl rum mit der Manteltasche. Die geb ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich noch mal Zigaretten an.
oder nicht. Für die dünne Klostersuppen genügt's doch ein warmes Bett. Lass mich in Ruhe, für heut schieten's mein Kinetten zu. Lass mich in Ruhe. Ich hab mich schon seit 10 Tagen nicht mehr rasiert und immer gewaschen. Und ich hab nix als wie ein Fläschl rum mit der Manteltasche. Die gib ich mir zum Frühstück und dann schnurr ich an Zigaretten an. Und um ein Schüling und die Leute kommen mir entgegen, wie eine Mauer kommen's auf mich zu. Und ich bin der Einzige, der die Rente geht, kommt mir vor. Aber ich mach den nicht, und ich mach beim ersten Schritt die Augen zu. Schau, da liegt der Lech im Ring, sein Blut drin, den kann erst ist es makaber, da liegt ja ein Kadaver. Wer ist denn das? Kennst du den? Bei dem zerschnittenen Gesicht kann ich das nicht sehen. Der Hofer war's von 20er Haus, der schaut mir so verdächtig aus. Der Hofer hat einen aufgekriegt und hat die Leute dann massakriert. Da geht er ran und durch die Leute und jeder hat sein Freit. Der Hofer war's, der Sündenbock, der Hofer, den was keiner mag. Und der Haufen bewegt sich vier, hinkt zum Hofer seiner Türe. Und sie schreien, komm raus, Mörder, oh, sie seid. Geh mach auf die Tür, heute ist aus mit dir, wer für dein Verbrechen musst jetzt zahlen. Komm ausser da, wir tragen das Kugel an, du hast keine Freunde, die dort Stangen holen. Rechne mir der Leute schinder, die Justiz zweite geschwinder. Alles was glaubst, alles ein Hofer, kommen's raus. Sie pumpen an die Tier und sie machen einen Graben als wir. Und sie dreht das Glatt ein, hat die Hausmeisterin nicht sehen und sagt, was ist denn meine Herren? Dass wir doch den Hausfrieden nicht stören, weil es weiß ich ganz gewiss, dass die Leute der Hofer ist. Zentralfriedhof und alle seine Toten. Der Eintritt ist für Lebende heute ausnahmslos verboten, weil der Tod eine Festheit gibt, die ganze lange Nacht. Und von den ist kein einziger Eintrittskarten verraten. Was Nacht wird über Simmering, kommt Leben in die Toten.
Jahre und ans Knochenmark abroden. Dort hinten bei der Mama Gruft, dort stehen zwei Skelette. Die stehst mit so Uhren zusammen und saufen um die Wette. An Zentralfriedhof in Stimmung, wir sind Lebtag noch nicht gewohnt. Bei alle Toten feiern hätte es erst noch 100 Jahre. Jawohl. Es lebt der Zentralfriedhof und all seine Jubilare. Seit über 100 Jahren. Heute sind alle wieder lustig, heute lebt alles auf. Wenn man so Leben spielt, der Bett, ja, dann Wahnsinns haben wir drauf. Am Zentralfriedhof in Stimmung, wir sind Lebtag noch nicht gewohnt. Wer alle Toten feiern, hätte es erst noch 100 Jahre. Jawohl. Es lebt der Zentralfriedhof, auf einmal macht es stolzer. Der der Moser singt's für Ackerlied und die Schrammen spülen der Walzer. Auf einmal ist die Musik still und alle Augen glänzen. Weil da drüben steht der Knochenmann und winkt mit seinen Sensen. An Zentralfriedhof in Stimmung, wir sind Lebtag noch nicht gewohnt. Bei alle Hunden fährt es erst noch 100 Jahre. Da stehen wir jetzt am Stammesdorfer, wenn das ist, glaube ich, falsche Tonart. Am Stammersdorfer Friedhof. Regnet tut's die Fürst aber schon weg. Der Pfarrer sagt, sie war ja so ein Herzens nur der Mensch und trotzdem fällt mir's meiner halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Schwierig Glaube hat's meine gestopfte Knädel, hat's glaubert mit dem Bracker in der Hand. Hat's mir umdreht schon den Mond, es war ihr wurscht, sie hat mich geschlagen, solang dass ich schon angefangen hab zum Betten. Lieb Jesu Kind, lasst Oma doch verrecken. Die 7 Raben, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Die böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein Schircherlake. In Stammersdorf hat's gehabt die kleine Wohnung mit Spitzendeckerl unterm Hitlerbild. Ein Glasl Grabischmalz am Fensterbrett, die Nachtschirm und am Doppelbett so weiß, so dick, so rund und immer voll. Vielleicht hätte man ins Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spielt er Geigen. Für Führer, Volk und Vaterland erschossen, aufgehängt und verbrannt. Doch das hat sie dem Adolf stets verziehen, weil er hatte ja das Mutterkreuz verliehen. Die 7 Roten, das waren nur 6. Die gute Fee, das war eine Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein Schircherlake. Na, das ist nicht verwechseln. Ne? In letzter Zeit, da war schon ein bisschen komisch. Das Grabischmalz ist gestanden unterm Bett.
Der Spitzendeckel hat's verbrannt, dem Hitler hat's an Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat's über sie schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's für den Bruder. Und die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Gokert vor das Jodl oder beim Langosch hat's verdruckt. Nur beim Sturmbord vorn da wo geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zent der Stick. Die sind wir oben. Es waren nur 6. Die gute Fee, glaubt's was, das war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein Schiercherlakel. Oma für die Gott mach's drüben besser. Mach keine Knädel für die Engel, sei so gut. Tu nicht die Heiligen sie gehen, tu nicht den Opa den erziehen. Und wenn's zum Herrgott auf Besuch, ein guter Tipp. Oma, nimm's Mutterkreuz nicht mit. Austro-Pop Medley. Die Oma ist mir beim Begräbnis vor ein paar Jahren von meiner Schwiegermutter eingefallen. Naja, gut, ja, das ist natürlich. Wir sind alle ab heute Abend im Restaurant etliche Dutzend Käsefondue serviert. Was war's? Maggie Pemberton ist da. Wichtig ist, Maggie, dass du da bist. Was anderes ist uns nicht wichtig und dass du dich gut fühlst. Das ist natürlich auch klar. Maggie muss da sein und muss in Ordnung sein. Aber brav kakeln, sehr in Ordnung. Sehr in Ordnung. Ich danke vielmals. Schaut was an. So, naja, jetzt ist wirklich der Abschluss vorprogrammiert. Die Flaschen ist leer. Würdig, das kann ich jetzt eigentlich ausziehen wieder von der ja, Brandy. Ich weiß nicht, ob es wirklich was genutzt hat. Ich meine, es war nicht ganz warm, aber kalt, also kühl-kalten, ja, ich weiß nicht. Besser ist vielleicht nichts, ist schon richtig, aber schon wurscht. Da haben wir es, gefunzt hat es, passt, Schluck Wasser. Das war Simply Great. Franz Brandwein auf Englisch hat er mich an. Jawohl, danke schön. Wäre wichtig, hat er die Achtelleine. So, letzter Schluck Wasser, weil den Rest und habe ich wieder ins Kühlschrank. Weil die Wasserflaschen, die leere ich nicht. Also das schaffe ich wirklich nicht. Wenn Wein schon nur zu tun hat. Klaus ist was. Und nämlich war in Wien eine Ausstellung über Austerpop im Theatermuseum. Ja, über Austerpop, da gibt es so wahnsinnig viel. Und ich bin wirklich überhaupt gar kein Austerpop-Kenner und ich bin da gar nicht, ich bin da auch nicht so ein Aficionado, sondern ich bin schlicht und einfach halt aufgewachsen, logischerweise, mit Austropop. Das war halt natürlich meine Kindheit und Jugend. Da war das ein wichtiges Thema. Aber ich bin jetzt kein großer Kenner. Aber ich logischerweise ein paar persönlich kenne. Ich bin nicht so ein, also da gibt es Leute, die wirklich da echt viel wissen und viel kennen. Und ich finde, die haben das damals wirklich gut erwischt, diesen Nerv der Zeit, diese komplette Austropop-Szene, das haben sie echt gut gemacht. Aber eben, ja, die waren und dann war es aus. Und nicht, weil keine Künstler nachgekommen sind, sondern weil einfach, das war wahrscheinlich so legendär und so einzigartig, dass einfach nichts nachkommen in der Form hat keiner. Und wahrscheinlich, das weiß ich nicht genau, ist kein Vorwurf, sondern ich vermute, wahrscheinlich war das so eine eingeschlossene, eingeschworene Partie, diese ganze österreichische Musikszene, da ist eigentlich keiner nachgekommen hat, keiner, weil es gar nicht zugekommen sind. Das ist meine Empfinden, kann natürlich vollkommen falsch sein.
Aber ich habe das so im Gefühl, das war einfach die Austropop-Szene, weil da können ja alles, da können ja Produzenten und Studiobesitzer und Veranstalter oder Managements, das gehört ja alles dazu. Und ich glaube, dass das so in so eine verschworene Gemeinschaft waren, dass eben, wie soll ich sagen, ja, dass halt nichts mehr nachher kommen können. Und damit ist natürlich dann auch der Austropop leider auch Bölle gegangen. So ist es halt im Leben. Beim Wiener Lied kann das nicht passieren, weil da hat es keine Produzenten gegeben und keine Management und ja, das ist einfach passiert. Hoffen wir es, dass so ist. Gute Nacht, wünsche Patricia Werner, schönen Abend noch. Jawohl, schön, dass ihr dabei wart. Gute Nacht. We stay in contact. We stay in contact und passt auf euer Techterl auf, weil es ist unsere Social Media Agentur. Na, das geht halt. Ich meine, Ambros ist Kunst, Fendrich ist Pop. Ah ja, schwierig zum sagen. Schwierig zum sagen. Ich meine, es gibt ja verschiedene Phasen. Nicht? Ich meine, Ambros ist ja auch nicht Ambros, sondern da gibt es ja auch ein paar Sachen, eine Zeit und dann eine andere Zeit und so weiter. Texte sind ja sehr viel vom Prokopetz oder auch vom Tanzer, der hat auch sehr viele Texte geschrieben für den Ambros. Also, ich würde es jetzt so nicht stehen lassen. Ich verstehe, glaube ich, was du meinst, aber ich würde jetzt nicht so ganz so stehen lassen. Weil ganz ehrlich, wenn man jetzt sagt, Ambros oder Fendrich, Tanzer, SDS, Falco, das kann es gar nicht teilen oder trennen. Das waren ganz wesentliche Aspekte. Und da kommen noch einige dazu, das waren jetzt nur ein paar genannte, aber das ist ohne die war der Austropop per se als eigener Name und als eigene Gattung nicht möglich gewesen. Und die haben das geprägt. Ludwig Hirsch natürlich auch. Die waren alle anderen, Wilfried. Ja, wurscht, da können wir noch ein paar aufzählen. Tausende nicht, aber ein paar. Ja. Aber ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Aber genau, na, die Georg-Tanz habe ich schon erwähnt. Wo ist der Rutger Matme gepempert? Das Auto ist eigentlich. Das Auto hatte einen Marderbiss und das wurde vom ÖMTC dann auch behoben. Auto fährt wieder, aber da hätte es keinen Sinn gehabt, wenn er noch außer fährt, zumal wir morgen eher einen anstrengenden Tag haben. So, allgemeine Verunsicherung, genau. Weil ich vor kurzem keine Kühlschrank hatte, kaputt in dem Patrick sein Auto, habe ich mir eine Kühlbox besorgt, die zwar keinen Ersatz und Eiskosten mehr, aber jetzt hervorragenden als Weinkühler dient. Na bravo, Franz Brandwein. Ja, man muss agieren. Man muss agieren. Ja, die allgemeine Verunsicherung war natürlich auch ganz wesentlich. Aber jetzt auch zum Beispiel, nicht? Bei der allgemeinen Verunsicherung sage ich, ja, die ersten 2 Alben, das war noch wirklich Kunst, der Rest war halt Comic. Aber genauso wichtig. Also und das meine ich nicht abwertend, bitteschön, ja, sondern das, ja. Poeten, ich glaube, weil du sagst, wunderbare Poeten waren so alle. Die Glocken von Bronner zum Beispiel, genau, ja, berühmt. Die Marianne Ment, ihr Hit, hat der Gerhard Bronner geschrieben. Mach mal, Patricia. 200 Zeichen sind ein Witz, da muss man Beistriche streichen, die eigentlich hingehören. Bravo, Franz Brandwein. Klaus Hornstein nicht vergessen, allen wünsche ich eine gute Nacht. Ja, na, wie gesagt, da gibt es noch sehr, sehr viel. Ja, spazieren gesagt noch Stefanie Werger, da gibt es noch sehr viel. Aber ich glaube wirklich, wenn wir jetzt sagen, wirklich die prägend Großen waren im Prinzip Ambros, Fendrich, Tanzer, Falco. Das waren die wirklich Großen. Nämlich Großen, jetzt nicht die Besten oder so, das waren einfach die da jetzt wirklich sehr prägend waren. Und dann gibt es noch unzählige. Müssen wir an Tradiwaberl denken, wir müssen an so viel. Aber das ist, da schwelgen wir wirklich in alten Zeiten, weil das ist heute aus, das ist heute vorbei. Und ich glaube,
dieser Knackpunkt, ich glaube, das war das Problem, dass sich diese Szene so dermaßen in sich abgekapselt hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, das weiß ich nicht. Aber die haben sich so in sich abgeschlossen, dass natürlich dann nichts mehr weiter entstehen hat können und dann war es halt irgendwann aus. So glaube ich, ist es passiert. Musik ist immer wichtig, egal welche, weil sie verbindet die Menschen. Fritzl Stadtguss, der Grand Senior, hat ein wunderbares Schlusswort gebracht, muss ich echt sagen. Da danke ich schön. Die Liste ist lang, Spaziergang. Vollkommen richtig. Extraklasse Ambros auf jeden Fall. Die Werner-Sprache sehr gekonnt eingesetzt. Ja, das stimmt schon. Mit der Verunsicherung. Gell. Der Heller, andere Heller natürlich nicht. SDS, ja klar, na, da kommen jetzt noch einige. Und bei jedem wird man sagen, Jesus, ja. Absolut ja. Eine große Zeit. Aber eben eine vergangene. Der muss man sich auch bewusst sein. Das finde ich halt schade. Das finde ich halt schade. Das war sicher Eigendynamik, die das dann einfach beendet hat und nicht geöffnet hat für andere. Aber es ist so. Meine Herrschaften, mit dem wunderbaren Schlusssatz von Fritzl Stadtguss verabschiede ich mich. Musik ist immer wichtig, egal welche, weil sie verbindet die Menschen. Und da hat er recht. Ich sage Dankeschön, sehr zum Wohl, Prost. Und macht es jetzt wirklich ein Schlusslied von Georg Danzer. Ich bring mich um, ich hab genug. Die ganze Steuerzahlerei ist ein Betrug. Ich bring mich um, ich mach ein End, doch vorher schreibe ich noch ganz geschwind mein Testament. Mein Hirn, das kriegt die Polizei, weil die hat eh keins und die nimmt es sicher gleich. Meinen Körper schenk ich der Medizin und nur mein Arschloch kriegt's Finanzamt Wien. Alles Liebe, gute Nacht, für dich Gott und ich hoffe, die meisten sind beim Ottergang Kirtag dabei am 24. Dann lassen wir ein Grand Senior Fritzl Stadtguss hochleben auf den 60er. Danke vielmals, alles Liebe, bis zum nächsten Montag. Pusel, Eicher Klaus, pfiat euch.